Lieber Johannes Kalsen, sehr geehrte Gitte Hauger, sehr geehrter Heinrich Siefer, liebe Christiane Ehlers, meine sehr geehrten Damen Abgeordnete und Damen und Herren. Die Ausstellung „Was heißt hier Minderheit?" geht heute Abend offiziell zu Ende. Sie macht dann demnächst in Flensburg Station. Dort oben in Südschleswig ist die Heimat der dänischen Minderheit, zu der ich mich auch selbst zugehörig fühle. Und als Teil einer Minderheit hier in Deutschland hat mich die Ausstellung und auch ihr Ziel, die Minderheiten in der Mehrheitsgesellschaft bekannter zu machen und ihre Geschichte zu erzählen, natürlich sofort überzeugt. Es freut mich sehr, dass diese Ausstellung in Orten in ganz Deutschland zu sehen ist. Mir ist aber auch aufgefallen, dass gerade die Minderheiten und Volksgruppen in Schleswig-Holstein, dem Bundesland mit den meisten anerkannten Minderheiten und Volksgruppen, diese Ausstellung noch um einen wichtigen Blickwinkel ergänzen kann. Ich spreche davon, dass ich als dänische Südschleswigerin eigentlich immer die deutschen Nordschleswiger und auch die Friesen mitdenke, wenn es um meine Heimatregion Schleswig geht. Nun sind nationale deutsche Minderheiten jenseits der deutschen Außengrenzen ausdrücklich nicht das Thema dieser Ausstellung gewesen. Und das wäre auch den Sorben und Wenden, den Sinti und Roma und der niederdeutschen Sprachgemeinschaft gegenüber nicht gerecht geworden. Denn gerade diese genannten Minderheiten sind für mich als Angehörige einer nationalen Minderheit immer eine besondere Bereicherung gewesen. Und sie haben mein Verständnis davon, was Minderheit alles ist und auch sein kann, sehr erweitert. Die Lausitzer Sorben und auch die friesische Volksgruppe haben anders als die Südschleswiger keinen nationalen Mutterstaat im Hintergrund. Dafür stehen beide Gemeinschaften mit ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrem Brauchtum sowie vor allem natürlich mit ihrer Sprache für eine besondere regionale Identität und damit für den kulturellen Reichtum aller unserer Regionen, die wir in Europa haben. Gerade durch ihre regionale Verwurzelung innerhalb einer nationalen Mehrheitsgesellschaft sind sie eine besondere Bereicherung für heute meist immer noch national geprägte Kulturen und sie erweitern damit das kulturelle Selbstverständnis einer nationalen Kultur durch ganz eigene wichtige Beiträge. Die Sinti und Roma wiederum leben über ganz Europa verteilt. Sie sind damit eine, im besten Sinne des Wortes, europäische Minderheit. In den letzten Jahrhunderten waren sie in besonderem Maße der Verfolgung ausgesetzt und ihren Angehörigen drohte in der NS-Zeit sogar die psychische Vernichtung, der Massenmord. Und auch heute erfahren viele Sinti und Roma leider immer noch, wie schwer es Minderheiten in Europa gemacht wird, als gleichberechtigte Bürger wahrgenommen zu werden. Dabei erzählt uns ihre Geschichte heute etwas, was politisch zukunftsweisend ist, nämlich ein Selbstverständnis, das nicht an nationale Grenzen gebunden ist, ein Selbstverständnis, das Halt in der eigenen Kultur und im Austausch mit anderen Kulturen findet. Damit stehen die Sinti und Roma in besonderem Maße für ein Europa, in dem Grenzen immer mehr an Bedeutung verlieren. Grenzüberschreitend aber können auch nationale Minderheiten wirken, die eine Region bewohnen, die im Laufe der Geschichte durch Grenzziehung geteilt wurden. Damit, meine Damen und Herren, bin ich noch einmal bei den Süd- und Nordschleswigern angelangt. Nationale Minderheiten dies und jenseits von Landes- und Staatsgrenzen sind Brückenbauer. Sie sind Vermittler, sie stellen einen Kontakt zwischen zwei Staaten und deren Menschen her und überwinden dadurch nationale Grenzen. Schleswig-Holstein lebt und erlebt dieses Miteinander zweier nationaler Minderheiten im täglichen Leben wie in der Politik. Die dänische Minderheit ist hier im Schleswig-Holsteinischen Landtag seit 75 Jahren mit Abgeordneten vertreten. Sie hat schon
Regierungsverantwortung übernommen und auch als konstruktive Opposition gestaltet sie Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten mit. Meine Damen und Herren, dieser besondere Weg der dänischen Minderheit in Deutschland und auch der deutschen Nordschleswiger in Dänemark bedeutet nun keineswegs, dass die Lausitzer Sorben, die Nord- und Saterfriesen, die Sinti und Roma und auch die Menschen, die sich zur niederdeutschen Sprachgemeinschaft zählen und die nicht den Weg als politische Partei in ein Landesparlament und einen Bundestag gegangen sind, hier etwas aufzuholen hätten. Im Gegenteil. Denn eines ist doch deutlich geworden. So verschieden unsere Minderheiten und Volksgruppen sind, so verschieden sind auch ihre Beiträge zum kulturellen Miteinander einer Mehrheitsgesellschaft und ihre Rolle in der Gesellschaft. Regional verwurzelte Minderheiten schärfen unseren Blick für die Geschichte und den Reichtum innerhalb und jenseits nationaler Staatskonzepte. Und Minderheiten wie die Sinti und Roma sind besonders dazu geeignet, uns zum Nachdenken darüber zu bewegen, wie hier eine Volksgruppe jahrhundertelang durch das starre Konzept von nationalen Grenzen und auch nationaler Kultur ins Abseits gedrängt und diskriminiert wurde. Meine Damen und Herren, die Frage, was ist eigentlich Minderheit, ist eine Frage, auf die es viele Antworten gibt. Und es ist eine Frage, die wir vielleicht in 50 oder gar 20 Jahren schon anders beantworten werden als heute. Ich würde dann mich freuen, wenn wir hier im Landeshaus wieder eine Ausstellung begrüßen dürften. Der jetzigen Ausstellung, deren nächste Station die Europa-Universität in Flensburg sein wird, wünsche ich eine weiterhin so erfolgreiche Reise, viele Besucherinnen und Besucher, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, sehr geehrte Frau Landtagsvizepräsidentin, liebe Jette Waldinger-Thiering, liebe Christiane Ehlers, meine sehr geehrten Damen und Herren, Lewe Lüt, sagt man in Schleswig-Holstein, Öpladütsch, Lewe Fruns, Lüt und Manslüt. Die Wanderausstellung, die wir hier in den vergangenen Wochen im Landeshaus gesehen haben und die zu sehen war für viele Menschen, ist ein ganz besonderes Projekt, wie ich finde. Zum einen ist es eine Ausstellung, die von den nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland sowie der Sprechergruppe der Niederdeutschen selbst erarbeitet wurde und damit ihre Kulturen, ihre Sprachen, ihre Geschichte aus jeweils auch ihrer eigenen Perspektive darstellt und die ganz besonderen Aspekte der jeweiligen Minderheiten und Volksgruppen, wie das an vielen Stellen auch sichtbar ist, richtig auch erlebbar und begreifbar macht. Zum anderen ist es das erste Projekt dieser Art, in dem sich die 4 im Minderheitenrat organisierten Minderheiten und die Niederdeutschen gemeinsam präsentieren. Und auch wenn die Niederdeutschsprecher sich selbst nicht als Minderheit definieren und die Sprache auch aufgrund ihrer historischen Entwicklung einen anderen Status hat als die Minderheitensprachen Dänisch, Friesisch, Romanes oder Sorbisch, gibt es doch einige Parallelen in der heutigen Situation. Warum also soll man sich nicht zusammentun, wo gemeinsame Interessen sind und voneinander lernen und sich inspirieren lassen, wo auch Unterschiede bestehen? Ein weiteres fruchtvolles Beispiel dieser Zusammenarbeit ist eben auch die gemeinsame Benennung von Vertreterinnen und Vertretern für den Medienrat der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein, der gerade neu gewählt wurde. Ich finde das ein schönes und wichtiges Beispiel und der Landtag ist ja diesem Vorschlag dankenswerterweise auch gefolgt. Mich persönlich freut es sehr, dass diese Zusammenarbeit in den letzten Jahren immer mehr stattfindet und dass die 5 in der Ausstellung präsentierten Gruppen sich auch gegenseitig unterstützen. Wie sagt mancher in der Grenzregion immer vom Miteinander zum Füreinander, und das gilt auch an dieser Stelle. Nicht zuletzt aufgrund der Vergleichbarkeiten ist auch mein Amt
den Angelegenheiten der Minderheiten ebenso gewidmet wie der niederdeutschen Sprache. Und ich kann sagen, wir in Schleswig-Holstein, wir sind schon stolz darauf, dass in unserem Land wir eine solche Vielfalt nicht nur von Minderheiten, sondern auch von Regional- und Minderheitensprachen haben, die von der Europäischen Charta geschützt sind. Und diese Vielfalt der Kulturen, die damit verbunden ist, bereichert unser Land und macht unser Land auch ein Stück einmalig. Und deswegen liegt nicht nur mir die Förderung dieser Kulturen am Herzen, auch für die Landesregierung ist Minderheitenpolitik und die Förderung unserer Regional- und Minderheitensprachen ein wichtiger Schwerpunkt, den wir auch zukünftig weiter stärken wollen. Kulturelle Vielfalt bedeutet eben auch Unterschiedlichkeiten und Ähnlichkeiten. Und über diese Unterschiede und Ähnlichkeiten können wir uns sicherlich gleich auch beim Speeddating von den Angehörigen der Gruppen selbst informieren lassen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Bei den Vertreterinnen und Vertretern der Nord-, Ost- und Saterfriesen, der Dänen, der Sinti und Roma, der Sorben und der Niederdeutschsprecher möchte ich mich auch im Namen der Landesregierung noch einmal für diese spannenden Einblicke in der Ausstellung bedanken und hoffe, dass auch bei den kommenden Stationen in Flensburg und am Ende hoffentlich in ganz Deutschland viele Besucherinnen und Besucher Interesse an der Ausstellung zeigen und viel auch für ihre persönliche Einstellung im Verhältnis von Minderheit und Mehrheit und zum Selbstverständnis der Minderheiten selber natürlich mitnehmen. Herzlichen Dank und einen interessanten Austausch heute Abend. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Frau Waldinger-Thiering und liebe Johannes Kalsen. Das erste Mal stellt sich die vier nationalen Minderheiten und die Pladütschen zusammen vor. Und ich möchte gerne noch mal ein bisschen mit Trüch auf der Reis nehmen, wo so das überhaupt und wo ans das dort gekommen ist. In Mai 2017, da hätte der Deutsche Bundestag das 25-jährige Jubiläum von der Sprachencharta in Bachpunkten beschlossen für die Minderheiten und für die Sprechergruppe Niederdeutsch. In Großen und Ganzen ging das darum, je mehr Stütze zu geben, ob politische Ebene mitzuschnacken, politische Partizipation stärken. In den Beschluss heet das, der Deutsche Bundestag begrüßt die Überlegung hinsichtlich einer interaktiven Wanderausstellung der autochthonen nationalen Minderheiten in Deutschland, die über die Chartasprachen sowie die nationalen Minderheiten in ganz Deutschland informieren soll. In der Hand genommen hat das Minderheitensekretariat in Berlin tob mit dem Bundesrat für Niederdeutsch. Und das Geld dafür, das hätte das Bundesbinnenministerium geben, wofür wir uns herzlich bedankt. Man, dass wir das nicht allein auf die Beine stellen können, das wäre klar. Auch wenn wir uns am Anfang von das Projekt noch gedacht habt, wie mockt kein Roll-Ups und ob die Roll-Ups stellt wir uns Gruppen für und uns wichtigsten Anliegen und dann sind wir doch gau mit Dörr. Da sind wir ziemlich gau von aufkommen und hüt sieht man, du stellen, das brucht nur einen großen Laster, um die von hier nach dort zu bringen. Und das ist gut, dass wir nicht wieder Roll-Ups bleiben sind. Man, wir hatten uns noch Partners an Bord heute. Wir haben Fachlüt, Ute Feller, Stellen, Museum und Öffentlichkeitsarbeit, all Gruppen dort hochholt. Und ein Mann, der all Fordens in der Hand hält und ihm auch zusammenbringt. Wir haben Dr. Robert Lorenz als Kurator für die Stellen. Im Dezember 2018 haben wir uns das erste Mal als Projektgruppe in Berlin droppen. Und ich habe noch mal in das Protokoll rinkecken, ganz boben stündor, wie sind all verschieden. All Gruppen wies sich unterschiedlich noch buten. Wir haben die dänische Minderheit, die einzigste Gruppe, die von sich selbst überhaupt als Minderheit schnacken deit. Die habt das Mutterland, Dänemark, ob das sie sich Forken beträgt. Und sie stellt Ruth noch buten, ob was sie auf politische Ebene in Deutschland all schafft habt. Dann habt ihr die Fräsen, die von sich als Volksgruppe schnackt. Aber an der Buten präsentiert sie sich nicht als die Fräsen. Für ihn ist das wichtig, sie hat Binnenstrukturen. Sie hat die Sorterfräsen, die Ostfräsen und die Nordfräsen. Und jeder hat seine eigenen Themen und Schwerpunkten. Die deutschen Sinti und Roma hört ethnisch zu der Kultur- und Sprachfamilie von der Roma, die in ganz Europa zu Hus sind. Und borven an, wie ihr Präsentation noch buten, dort das Trauma und die Schorden, die sie durch die NS-Vernichtungspolitik
die dort kaum ist und wo sie jahrzehntelang immer kämpfen müssen, dass sie wirklich als Opfergruppe anerkannt ward hier. Die Sorben schnackt von sich als Ethnie und Volk und auch wenn sie nicht so verlüht sind, für ihn ist das ganz wichtig, sie habt ihr eigene Kultur, ihr Sprach und ihr politisch Leben. Und auch Bilder von Jüm findet wie Forken die sorbische Tracht. Die kommt wie auch noch mal. Plattdeutsch als Regionalsprach hätten besonderer Situation. Wir haben das Sprachgebiet mit 8 Bundesländern, das ist groß. Der Teil mit mehr als 2 Millionen Menschen, die ist hoch. Und was ihm verbindet, das ist einfach die Sprach mit verschiedenen regionalen Dialekten. Man, wir haben nicht so was als plattdeutsche Kultur oder plattdeutschen Lüd. Da stehen wir nur. 5 Gruppen, heel unterschiedlich. Man liegt als den Obdrach, den wir uns ja selbst geben haben, bleef, wie wird uns alte Hoch präsentieren. Wir haben festgelegt, die Utstellen kann und will nix einheitlich mocken, was die enkelten Gruppen utmockt und was Tojüm dort hört. Man, wie will die Besökers mit den Utstellen vertellen anbeten, die Aalgruppen verbinden deit. Dat nicht bloß blang der Anna steit, ne, wie wird vertellen finden. Wir magt das Sprach und aber Sprach das Gefühl, dort tot zu hören, so vertellen werden können. In einer Element, das uns all verbindet, ist, dass wir uns wünscht, dass wir sehen und wahrnehmen wart. Naja, und dann vielleicht noch so was als ein Eigenkopf, ob Hochdeutsch in positiven Sinn Eigensinn, wenn wenn to von den Minderheiten oder der Sprechergruppe dort hört. Klar wäre, wie wir das Projekt viel miteinander schnacken und uns utuschen. Wir war deutlich länger brucken und das war deutlich mehr Geld kosten, als wie plant habt am Anfang. Wir sind dankbar, dass das Bundesbinnenministerium mitmockt hat und sich dort inlauten hat und wirklich viel Stütz gegeben hat für diese Utstellen. Einfach, wo sich das die Projektgruppe nicht mocken. Und zwar hat ja in Bach Klischees anborden. Denkt wie an die Tracht, den Trecker oder den zweiten Tee, ob der wie Forken reduziert ward. Man just dat schuld mit der Utstellen nicht bedient waren. Der Kurator ist erstmal auf Reisen gegangen und hat alle Gruppen besöcht. Er wäre ob Föhr, in Flensburg, in Auag, in Sorterland, in Hamburg, in Bautzen, in Heidelberg und in den Niederlausitz. Und hat sich dort mit den verschiedenen Lüd erholen, um die Gruppen erstmal kennenzulernen. Und Ruhe zu finden, was uns verbindet und ob was für Unterschiede dazwischen uns gibt. Nicht jedem Thema muss bei jedem Gruppe in den Utstellen vertellt waren. Das habt wie Markt. Wenn wir uns das Feld Bilden ankicken dort, war klar, die meisten von den Gruppen habt ähnliche Probleme und ähnliche Aufgaben. Lüd zu finden, die das unterrichten könnt, Lehrmaterialien finden und Schülerinnen und Schüler, die mitmockt. Oder auch das Sprach in öffentliche Leben und in Alldach sichtbar zu mocken. Und wenn das platt in die Pflege geht, dann gilt das just auch für all die anderen Gruppen, dass die Bedüden von Muttersprach für Menschen, die krank sind und pflegt waren mit. Wir sind all verschieden. Jede von den Gruppen hat seine eigene Station mit ihrer eigenen Architektur. Was ich wichtig finde, wenn ihr die Utstellen ankicken deit, dann wird klar, wie hört zusammen, auch wenn wir unterschiedlich, wenn wir verschieden sind. Zu jeder Gruppe hört auch in Audio und in Medienstation dazu. Aber der kriegt der Besökers nochmal in ganz anderen Zugang, als das, was man so auf den ersten Blick sieht. Dann kann man ja denken, da ist man gau mit Dörr, aber da ist noch ganz ein Bach, der wirklich durch Achter steckt. Und wir habt aber für diesen Zugang uns überlegt, dass wir Menschen zu Wort kommen lot. Wir habt secht persönliche Sichtwiesen, schütt ein Vertellmotiv von der Utstellen wählen. Menschen, die dort hört, schütt uns das wirklich vertellen. Vertellers waren. Was mockt mi Dänsch oder doch Dütsch? Das vertellt junge Lüd von der Südslesvig-Crew und der dänische Minderheit. Von in Bur ob Föhr hört, wie wo ans in Aldach ob Fresch ablöft. Und von in Schöler, was da tät, jung in in Nordfriesland zu wählen. Und in sorbsche Künstlerin verklort, was Billenkunst mit Wandel und Verlust zu tun hat. Das sind nur bloß ein paar Beispiele, die wiest, ganz viel von dat, was in grob wirklich utmocken deit, das könnt ihr auch best über die Menschen zu beten kriegen. Und just dat will wir von Abend auch möglich mocken. Wir haben uns hier auch in Abend Fördrach an Fördrach an Fördrach anhören könnt. Dann hätten wir aber gemerkt, das passt ähnlich nicht mit dat zusammen, ob was der Utstellen doll will.
der will ja ähnlich das Besökers Innenbund wart. Da schall ihn nicht einfach bloß durchlopen, eins afnicken, gut finden oder auch nicht gut finden und das wär das. Nee, man schall aber die Themen nachdenken und noch viel besser, darüber schnacken und sich gut vertuschen. Das wird wie Glicks mocken, wie habt Lüd und all Gruppen da, mit der wie Glicks in Lüd Experiment machen will. Aber erstmal scheitert nur in Betten Musik geben von Norma. Norma kommt von Föhr und singt ob Drehsprachen, ob Plattdeutsch, ob Friesch und ob Hochdeutsch. Bloß von fern, kein NSF zu sehen. Und du denkst, das kann ich wehen. Wenn man die nicht recht verstanden, bis mal wieder übergehen. Und du denkst, das kann ich wehen. Wenn wat nicht lebt, dann ladet lo. Schlechte Themen gehen vorbei. Wenn wat nicht lebt, dann ladet lo. Denn das Gute bleibt bei dir. 1, 2, 3, 4. Abstand wieder gehen. Abstand wieder gehen. Abstand wieder gehen. Abstand wieder gehen. Läuft sich das nicht mehr zurecht? Geiten Freundschaft unten ein. Und du denkst, das kann ich wehen. Haut man die Wetter übert Ohr, recht so ganz gemein. Und du denkst, das kann ich wehen. Wenn wat nicht lebt, dann ladet lo. Schlechte Zeiten gehen vorbei. Wenn wat nicht lebt, dann ladet lo. Denn das Gute bleibt bei dir. 1, 2, 3, 4. Abstand wieder gehen. Abstand wieder gehen. Abstand wieder gehen. Abstand wieder gehen. Geht nicht für und nicht zurück. Du stehst allein und du denkst, das kann ich wehen. Wenn wat nicht lebt, dann ladet lo. Schlechte Zeiten gehen vorbei. Wenn wat nicht lebt, dann ladet lo. Denn das Gute, das richtig Gute bleibt bei dir. Abstand. Abstand wieder gehen. 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 Vielen Dank. Ich frage mir, dass ich Darling herwies kann. An einige können ja auch Feringsnake. Gerade war auf Plattdeutsch und ne habe ich in die Fering die Führerfriesisch, denn ich komme von Föhr und
habe vor langer Zeit ein Lied geschrieben, das heißt Eb an Flut, also Ebbe und Flut. Und da sage ich, so seka ist det wedergungt, skal ik ook weg von her. Doch so seka ist det weder weller kommt, kem ik torach to de min eilon fair. Und übersetzt heißt es, so sicher wie das Wasser geht, muss ich auch weg von hier. Doch so sicher wie das Wasser wiederkommt, komme ich zurück zu dir, meine Insel für. Skal bald los, kan jeg længere blive. Mag eine min hart, hvor zwar. Weil noch ihren Sister dran, an ihren Sister weg. Die merkt alles sehr an ihren Bild von dir verjährt. So sicher ist det wiederkommt. Skal ik ook weg von her. Så sikker ist det wieder, weil kommt, kem ik til det min ejlen fer. Und allen kehr ich noch mit weg, und es sandlungse det. Noch beschickte keinen, mit min Fetttrachte Sonnen, mit min Nöschen auf ihn drehen. So sicher ist det wiederkommt, skal ik ook weg von her. Doch so sicher ist det wieder, wenn kommt, kem ik til det min ejlen fer. Så sikker ist det wiederkommt, skal ik ook weg von her. Doch so sikker ist det wieder, wenn kommt, kem ik til det min ejlen fer. Oh, ja. Så sikker ist det wiederkommt. Så sikker ist det wiederkommt, skal ik ook weg von her. Doch so sikker ist det wieder, wenn kommt, kem ik til det min ejlen fer. Fölntung. Dankeschön. Vielen Dank, Norma. Wir hört nachher noch mal was von dir. Alles schön. So, da das nun losgeht, will ich das nochmal in Betten verkloren und dort brauche ich immer all die Glicks an Speed Debating beteiligt sind. Immer bitte, wenn ihr immer noch fern kommt hier, Nomi. Ja. Das halbe Publikum ist fern. So. Den, du fangst an. Mit dir anfangen, ja genau. Mit dir anfangen, den, genau. Ja. So, nun stellt ihr dir einmal Glicks uns kennen, Mina nicht, all kennenlernen, die beteiligt sind. Also, wie habt Glicks
tein verschieden Stationen buten obbut. Tein Stück, die alle besetzt sind mit ganz tolle Lüd hier, die wir nur immer in Speed kennenlernen, erstmal morgen wird mit ihm, dass ihr wisst, wo kein ist das, wo kein ist dor und was für ein Thema gibt das. Leider kann nicht jed in teilen Gruppen mitmachen, je mit jo fair Gruppen utzügen. Das heißt, nur gibt es immer, was alle Gruppen vorstellt, dann könnt ihr auch mal kicken, was interessiert mich und vielleicht einfach Gruppen, dass ihr Gruppen utzügt, von denen ihr noch gar nicht so viel weht. Das ist glücklich denn das Interessanteste. So, dann würde ich mal mit denen anfangen. Vielleicht, wenn wir das schafft, so in gode Minute einfach Gott in gode Minute vorstellen. Mit Norm nochmal. Ja, mit Namen Gitte Haugor Werner. Tack für Invitationen, danke für die Einladung und für die tolle Initiative zu dieser Abschlussveranstaltung und für die gute Zusammenarbeit. Tack für die gute Zusammenarbeit. Zu meiner Person, ich stamme aus Dänemark, ich lebe aber seit meinem 9. Lebensjahr hier als Teil der dänischen Minderheit. Ich bin ehrenamtliche Vorsitzende der kulturellen Hauptorganisation der dänischen Minderheit des Sydslesvigske Forening, kurz SSF. Wir als Verein, wir ermöglichen unseren Mitgliedern, Freunde und Gäste der Minderheit eine kulturelle Vielfalt an dänischer Kultur, Sprache und Tradition. Gleichzeitig wird in Zusammenarbeit mit dem SSW in enger kulturpolitischer Austausch mit Dänemark, Landesregierungen Schleswig-Holstein und Berlin gepflegt, auch um weiterhin gute Rahmenbedingungen für die Minderheit und für die Minderheiten zu schaffen und für ein freundliches Miteinander. Dabei gilt immer der Grundsatz für uns, die anderen zu wollen, ohne sich selbst aufzugeben. Die Mitglieder der Minderheit sind gut integriert, ohne Abstriche beim Ausleben unserer Werte, Kultur und Sprache. Im Gegenteil, wir werden sogar von deutscher Seite aufgefordert, an der Identität festzuhalten. Außerdem sind wir mit der natürlichen Nähe zu unserem Mutterland natürlich privilegiert. Gesehen aus europäischer Perspektive keine Selbstverständlichkeit. Man könnte sich daher fragen, ob wir nicht einfach dankbar uns zurücklehnen könnten und sollten und einfach genießen, am Ziel zu sein. Warum ich dies mit einem Nein beantworten muss, können wir im Speed Debating gerne erörtern und vertiefen. Im beruflichen Leben, ganz kurz, bin ich Schulleiterin an der südlichsten dänischen Schule in Elsdorf-Westermühlen, der Vestermølle Danske Skole. Ich kann also bestätigen, dass es die dänische Minderheit bis zur Eider gibt. Wir machen Dänemark größer, sprachlich und kulturell. Aber wie garantieren wir die Bildung der Kinder und der Jugendlichen in der Minderheit? Unsere Sprache und Kultur sind immer maßgeblich für unsere eigene Identität. Wer in der Minderheit aufwächst, der versteht natürlich, welche Bedeutung diese Frage der Identität haben kann. Wer bin ich? Wo komme ich her? Warum gehe ich in eine dänische Einrichtung? Warum nehme ich an einer dänischen Veranstaltung teil? Bin ich denn anders als mein Nachbar? Dies sind einige Fragen, die für uns und auch gerade für die junge Generation in der Minderheit nicht immer einfach zu beantworten sind. Was können wir tun, um diese Identitätsbildung zu helfen, zu stützen und die Zukunft der Minderheit zu sichern? Darüber debattiere ich gerne mit Ihnen. In diesem Sinne, seien Sie herzlich willkommen bei den Dänen. So, dann mag wir mal wieder mit den Nordfriesen. Ja, god dag. Ik er Ellie Nicholson. Beeft bestand endlich Dr. Christoph Schmidt. Hier kommt Tobias Mitglieder. Also, ich bin Ellie Nicholson. Ich bin seit Mai Vorsitzende des Nordfriesischen Instituts zu Bredstedt. Christoph Schmidt, der Direktor, kommt etwas später, aber wird, sobald er hier ist, sich dann auch an den Speed-Debating-Tisch stellen. Das Motto unseres Tisches ist Unschärfe als Prinzip. Da habe ich mir natürlich jetzt spontan Gedanken drüber gemacht, weil ich denke, dass sich keiner was darunter vorstellen kann, was man sich darunter vorzustellen hat. Und ich habe mir vorgestellt, das ist eigentlich so ein bisschen wie so ein impressionistisches Gebilde, so ein Gemälde. So, eigentlich besteht das aus Punkten. Und wenn man ein bisschen weiter weg ist, dann ist das plötzlich ein Bild. Und ich war heute gerade bei der Friesenstiftung und habe festgestellt, was es alles in Nordfriesland an so vielen unterschiedlichen Vereinen, Institutionen, interessierten Personen gibt, die alle irgendwie sich mit Nordfriesland beschäftigen. Und das sind alles so kleine Leuchtpunkte, die, wenn man sie einzeln sieht, auch wirklich erstmal so ein bisschen unscharf wirken. Und wenn man dann ein bisschen weiter zurückgeht, sieht man schon ein Bild. Und man sieht natürlich einmal das Bild, was man selber hat, wenn man aus dem Friesischen kommt. Also ich bin geboren auf Höher. Und bin aber auch länger weg gewesen. Also die Flut hat mich auch ein wenig ans Festland gezogen.
Jetzt bin ich wieder da und das freut mich sehr, dass ich mich auch wieder fürs Friesische engagieren kann. Aber ich weiß natürlich auch, was sich in den Jahren tatsächlich getan hat, was gerade auch die nordfriesischen Inseln anbetrifft, die Lage der Sprache dort und auch die Lage der Menschen, die dort leben. Das interessiert mich sehr. Also ich will auch nicht immer nur rückwärts denken. Ich finde es auch wichtig, nach vorne zu denken. Und da ist natürlich das Erhalten der Sprache sehr, sehr wichtig. Und ich habe das eben schon versucht zu erklären. Nein, also so eine richtig scharfe Trennlinie jetzt in Bezug auf ein Kin-State haben wir natürlich nicht. Wir sind eigentlich immer irgendwo so ein bisschen bei Deutschland gewesen, obwohl auch da die Hälfte der Insel nicht. Mal eine Zeit lang waren wir auch dänisch. Naja, all das hat uns so ein Stück weit geprägt, dass wir sagten, ja, wir sind einfach da. Ne? Und als ich hier diese Stellwand gesehen habe, so was, wie geht's dir eigentlich damit, wenn du plötzlich weißt, es gibt 2 Wörter für eine Sprache? Das ist etwas, was ich aus meiner eigenen Kindheit noch sehr, sehr gut kenne. Ich habe mich immer gefragt, wieso auf dem Ortsschild von meinem Heimatdorf Olzum, was ich Ollersam nenne, eigentlich Olzum stand. Jetzt stehen da 2 Namen, ich bin zufrieden, wenn ich auch die Größenverhältnisse umkehren würde. Das ist so ein bisschen so, wo ich sage, Unschärfe als Prinzip, wir können Dinge ausschärfen und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir es tun. Ich will mit in der Themenvorstellung noch in Lütbetten mehr Speed drin bringen. Ich will mal sagen, wie mal ganz fix, 1 Minute. Wie Gott noch der Ostfriesen hin. Ich nur wer. Ja, moin miteinander. Wir proten ja für Platt in Ostfriesland, das wissen Sie ja. Und mein Thema ist Plattdeutsch im öffentlichen Leben und in Ostfriesland. Was morgen wieder all? Wir haben ein Plattdeutsch-Büro. Wird aus frisch gelancht gehabt, seit 30 Jahren. Komm nicht schon wieder jetzt. Nee. Also ich will mal so 3 Sachen, also 3 Sachen möchte ich mal heute vorstellen am Tisch. Ich habe auch ein bisschen Material mitgebracht. Also Plattdeutsch im öffentlichen Leben. Zum öffentlichen Leben gehört natürlich die Schule. Nebenbei gesagt, ich war in der nordwestlichsten Schule in Deutschland, auf dem Festland Schulleiter. Also wir haben was gemeinsam. In Emden, auf Borkum gibt es ja auch noch eine Schule, die ist noch nordwestlicher. Ja, also unser Tisch für Plattdeutsch ist plattdeutsche Supermärkte. Wir haben also in Ostfriesland 17 Edeka-Märkte, die eine zweisprachige Ausschilderung haben. Hier Gift, was zu trinken oder Getränke. Die Hochdeutschen dürfen ja auch nicht benachteiligt werden. Und dann haben wir Plattino, eine Sprachlern-App, die ist noch nicht 20 Jahre alt oder 30 Jahre wie das Plattdeutsch-Büro. Die ist erst wenige Jahre alt und die ist schon 55.000 Mal runtergeladen worden. Und ich habe heute Karten dabei, Sie können sich die auch noch alle runterladen, damit wir da noch weiterkommen. Im Sprachniveau A1, das wird jetzt auch A2 und A3. Und dann haben wir auch in Ostfriesland Plattdeutsch Beauftragte. Die haben wunderbar Baugmarkt mit den ersten 1000 Worten und das ist in allen Grundschulen verteilt worden. Ich habe das auch mitgebracht zum Angucken. Also ich habe noch viel mehr mitgebracht, für was in Schulen so gemacht wird. Das sind die Ostfriesen. Vielen Dank. Schafft der Sorterfräsen das Kott und knapp? Jo. Ja, ich stehe hier gaut, dann blank mich steht Elin und ab rechte Seite steht Kalle und die machen alles, was sie morgen ehrenamtlich. Also ich war dafür betont. So soll das nicht gehen. Warum und wo wir das machen sollen, das können wir gern beschnacken. Und die Sorben habt ihr da. Dobre večer, ja sam Madlenka Disanova. Guten Abend, Madlena Disano. Ich bin hier heute für die Domowina, das ist der Bund Lausitzer Sorben aus Bautzen. Ich selber bin Obersorben und möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen zum Thema zwischen Tradition und Moderne. Ein Thema, das natürlich alle Gruppen gleichermaßen betrifft, aber bei mir können wir das gerne weiterhin vertiefen. Stichwort auch Digitalisierung.
Und die Sinti und Roma? Ja, laten we dus Marschall Dubiali. Sogar keine mehr gerade lauter Geiern. Und na schon nennt vom Minder etwas, heute mehr vielleicht noch Jagin nie schon an. Mir mein Vater, mir kaum ihre Buti seit Pral Trianta Belsch. Und ich freue mich, dass wir heute Abend hier zusammen sein dürfen. Ich bin Matthäus Weiß, der Landesverband Deutscher Sinti und Roma. Und ich freue mich, dass wir heute Abend hier zusammensitzen und der eine und der andere etwas mehr von uns erfahren kann, wie er es bis jetzt schon getan hat. Dankeschön. Den Happy Pladütsch. Also die Plattdeutschen sind unnormal, denn anders als die Sami in Skandinavien, die durch Radio Sápmi in Schweden zum Beispiel versorgt werden in ihrer Sprache medial, oder anders als die Westfriesen, die durch Omroep Friesland medial versorgt werden in ihrer Sprache, oder anders als die Rätoromanen, die in der Schweiz versorgt werden durch Radio Romansch in ihrer Sprache, haben wir so etwas nicht. Wir haben plattdeutsches Radio, aber wir haben nicht eine verlässliche Versorgung auf Knopfdruck. Darum haben einige Verrückte aus der Sprechergruppe Anfang 21 die Kampagne Funklok stoppen aus dem Leben gerufen. Warum diese Leute nicht verrückt sind und warum das, was sie fordern, existenziell wichtig ist für das, was wir uns alle vorgenommen haben, nämlich das Weitertragen der Sprache in die nächste Generation, das erzähle ich euch, wenn ihr zu mir kommt. Ich schon mich freuen, wenn wir uns seht. Dann habt ihr die Plautdeutschen. Ja, wir haben eben gehört, was die Plattdeutschen sind unnormal. Ja, innerhalb dieses Spektrums gibt es dann eine ganz besonders unnormale Gruppe, das sind die Plautdeutschen. Also da ist alles nochmal gesteigert, was sie sonst über das Plattdeutsche wissen. Wenn ich Plattdeutsch rede wird, kommen dann dort Verstone. Jo, der meiste nicht, dann kann ich auch wieder Plattdeutsch reden. Also als hier Heinrich Siemens von der Plattdeutsche im Bundesrat für Naderdeutsch, wenn man sich so eine Quart aunkickt, so eine Laundquart, dann geht der bitte polnische Grenz und dann hält der ab. Aber eier ging dort ja noch viel wieder. Und wenn wir weiter wollen, wo der Plautdeutsch her, dann müssen wir dann noch ein ganzes Stück wieder, um auszugehen. Daunzig, Wastpreise, durch die Art. Dort haben das Plautdeutsche ursprünglich her und hat sich dann vom 18. Jahrhundert an wieder verdeilt oder auf die ganze Welt verstrahlt. Das heißt also erstmal von Wastpreise nur Russland, von dort nur Kanada und von dort nur Lateinamerika. Nur gerade das Jahr wird in Mexiko groß gefeiert, dort 100 Jahre Plautdeutsche in Mexiko gibt. Also das ist alles all sehr lang trägt, dass die sich so über die ganze Welt verstrahlt haben. Aber die sind immer noch alle, oder inzwischen war da in Kontakt miteinander. Das heißt also, wir sind so die globale Variante von Plautdeutsch. Nicht mal ja so ernst zu nehmen aus Regionalspruch. Wir sind sehr überregional. Jo, wir machen ja weiter, weil hier Nummer 8, hier futzdicht Bier, wie das im Sohl. Dann habt ihr die jungen Lüd. Moin. Ich glaube, einen Rekord von der Sorte Fräsen können wie Mais breken. Also wir sind der Jungli, ich glaube, da uns Obdrach ist klar. Also wir haben Mareike, Thees, Nadine und mich, ich bin Kevin. Also wir würden einfach die junge Perspektive auf das Projekt bringen, wir würden junges Breaker-Shop vertreten und ja, der junge Lü sind so ein bisschen unterrepräsentiert bei den Plattdeutschen. Ich glaube, die Altersdurchschnitt ist ziemlich hoch. Also von daher gibt es da nicht so viele junge Lü, mang die Plattdeutschen und ja, da können wir gerne über snacken. Und dann habt ihr Eblul Deutschland. Ja, mein Name ist Karl-Peter Schramm, ich bin Saterfriese von Haus aus und seit 25 Jahren Vorsitzender von Eblul Deutschland. Was ist das für ein Verein? Das sind alle Regional- und Minderheitensprachen und die Sprachgruppe Niederdeutsch vereint. Wir haben vor Jahren schon Bücher rausgebracht, gemeinsam. Was wir sehen in der Ausstellung ist auch eine Zusammenarbeit mit allen Minderheiten, die haben wir schon vorher praktiziert und inzwischen wird die auch vom Minderheitenrat und vom Bundesrat weitergeleitet. Wer was darüber wissen will, kommt zu Tisch Nummer 10. So, ist gar nicht so licht, ne? Sich vier Gruppen Uto söken davon.
So ist das leider. Ihr könnt ja vielleicht ein Betten kicken, dass das ganz gut verdient ist. Das nicht, wenn an einen Tisch jetzt Toferlüt sind, dass ich das einfach so ein Betten gut abdeelt. So, das gibt nur 4 Turns. Ein Turn ist jemals eine Viertelstunde lang. Da gibt das erst so einen lütten Impuls von den, der an den Tisch da steht. Und dann schaltet in miteinander gehen, in U-Tuschen. Das heißt, in Fragen stellen, in was anderes, also dort U-Tuschen, diskutieren, eine Viertelstunde lang. Und dann gibt das in Gong und dann geht das wieder nach der nächsten Station. Das ist nur der Ablauf für die nächste Stunde. Ich wünsche all viel Plaisir, guten U-Tusch und nachher kommt wieder hier wieder to Hope. Ja. Achtung, wir gehen live in 5. Das hier ist ja der Finissage von der Wannerhutstellen. Was heißt hier Minderheit? Von oben findet hier ein Schwung Speed-Debating-Turns statt. Und hier bei uns geht das nur um die Frucht Plattdeutsch und Medien. Das aule Thema, Plattdeutsch und Medien. An und für sich sind wir als Plattdeutsche Sprekergruppe gut versorgt. Altau NWDR-Tiden, also da ist ja noch Dummols Kotten und kriegt so Schluss wen von NDR und WDR, hätte das ja all Plattdeutschen Funk gegeben. Aber was hält Plattdeutschen Funk? Das ist dann eben, das sind enkelte Hörspielen wen, oder aber das ist Freu, auch die Sendereich Hümmern bitten Tau wen, ein von der ersten wäre Rudel Kienau und Vergeten. Das heißt, wir habt angeboten in öffentlich-rechtlichen Funk, der wir auch wertschätzen dauert. Unabhängig davon ist die Frucht von Plattdeutsch und Medien ja auch ein Frucht von das, was könnt die Medien leisten für uns oder was müssen die Medien leisten für uns, wenn wir das ernst nehmt mit, wie wird der Spruch, woran für die Taukum-Generation. Die Frucht von Plattdeutsch in den hauchdeutschen Massenmedien, also wo Plattdeutsch ein enkelte Reservat denn darstellt, so zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein, Binnenland und Woderkant, ob NDR 1 Welle Nord oder die plattdeutschen Nachrichten in Bremen, wie Radio Bremen. Das ist ein Angebot Foken auch für die einsprachigen Hörer oder für die hauchsprachigen Hörer, die vielleicht ein positive emotionale Binnen an die plattdeutsche Spruch haben. Das hört wie Foken, meine Öllern habt noch Plattdeutsch schnackt, meine Graut Öllern habt noch Plattdeutsch schnackt und ich höre das so gern.
Wir sind nicht bang, dass uns Spruch ein schlecht Ansehen hat, was das Emotionale angeht. Aber wir sind im Anersoken bang, dass nämlich die Repräsentanz, die das Plattdeutsche hat in den Medien, nicht langt oder vielleicht auch nicht das Richtige ist für das, was wir braucht. Da muss ich ein bisschen Ut holen. Wir haben ein Viertelstunde blaus. Likas. Das gibt so ein Modell mit der Arbeit wie. Also ich bin ja ein von den beiden Sprechers von Plattdeutschen Rot. Da steht Christel Fries, der ist in Plattdeutschen Rot. Genau, da ist Christiane, die arbeitet für den Bundesrot. Also es gibt ja so einen Schwung Lüde, bekümmert sich politisch, dass der Spruch wiedergeben werden kann. Und was wir in Schleswig-Holstein macht, wir sind anfangen und nutzt ein analytisches Modell, was ute angewandte Linguistik kommt und auch all urault ist, was das Thema Spruchplan, Spruchstrategie hat. Viele, Sie sind von denen, das Thema Spruch ist hier in Deutschland für Sie nicht so wichtig. Sie sind einigermaßen versorgt. Für die Fräsen ist das wesentlich wichtiger, für die Sorben ist das wesentlich wichtiger. Auch die Plattdeutschen haben ja kein Mutterland. Also Spruchplan, Spruchstrategie, was muss eigentlich passieren in einem Nationalstaat, wenn auch die Lütten-Spruchen, die hey beheimaten dort, eine Taukunft haben schütt. Und das analytische Modell stellt eben oben das Mol hin, das Ziel, sag ich für Hauchdeutsch, und das ist Folgen, die revitalisieren. Also da kann ich auch für die Fräsen schnacken. Die teilen gut Rinner, die wart Sieder und Sieder, wie mit an der Revitalisieren denken. Das ist ein Mol, was sich abstellt, wenn man die Syll lang achter sich loten hat, dass die Vermittlung in der Familien organisch ist und ein konstantes Sprecherteil hört. Und diese Arbeit, diese Strategien, die laufen auf 3 Säulen oder 3 Rebeten. Das eine ist Spruchkorpus, das ist der Spruch an sich. Meine Wörter, meine Morphologie, meine Grammatik. Die kommt auch immer mehr auf den Hund, wie das Plattdeutsche. Uns Spruch verliert nicht bloß dadurch, dass wir Sprechers verliert. Uns Spruch wird auch ringer, wird dünner. Das andere Feld ist, die Anasyl ist der Status. Woans wird mein Spruch eigentlich bekeken? Wie habt, da kann man lang überschnacken. Was wie Folken hört, ist, dass Menschen uns sagt, ich mach Plattdeutsch so gern. Da klingt eins nütlich in. Das ist natürlich ein positiven Approach, als wir auf Plattdeutsch sagt. Aber das ist nichts, was de Spruch ein Prestige gibt, dass ich als Vater vielleicht mir überlege, an meine Kinder Plattdeutsch Wiedertau geben. Das langt nicht. Das dritte ist, also das ist die Frucht von dem Prestige. Das dritte ist eben der Spruchverwarf, also der Spracherwerb. Wo nehmen und wo ans könnt wir Plattdeutsch wiedergeben an Menschen, die das lernen wird. Ein Radioprogramm, was auch audiovisuelle Produkte mogt, was wir uns feststellt mit der Forderung Funklok stoppen, also mit dieser Kampagne, bedient all diese 3 Fälle. Wir arbeiten an dem Spruchkorpus, ein öffentlich-rechtlich angebundener Sender, arbeitet auch mit den Qualitätsstandards, die in der öffentlich-rechtlichen Hüs hoffentlich vorhanden sind. Das heißt, das ist kein Influencer, der sich selbst hinstellt und YouTube-Videos mogt, aber womöglich gar nicht in der Loch ist, manierlich Plattdeutsch zu schnacken. Ich schnack noch nicht über dialektale Varianten. Ich weiß, ich will da nicht verkehrt verstehen werden. Aber egal, was von Dialekt ich schnack, das gibt liegt ein richtig und ein verkehrt. Und das ist zu fragen, ob das sinnvoll ist, wenn wir über Massenmedien oder Social Media ein Plattdeutsch kolportiert, was nicht richtig ist. Das ist für den Spruch nicht gaut, das ist für den Spruchkorpus nicht gaut. Das andere Feld ist Spruchstatus. Wenn wir das schafft, Plattdeutsch zu verankern, mehr als wir das nu habt, in der öffentlich-rechtlichen Medien und Plattdeutsch auch die Chance gibt, eben über den Krieg in der Ukraine, über den Klimawandel oder über Deep Sea Mining zu berichten und dafür, nur habe ich das englische Wort brucht, Tiefseebergbau, dafür auch die passliche plattdeutsche Vokabel anzubilden, die auch Akzeptanz findet bei der Sprechergruppe, denn dauert wie was für den Status. Status ist unheimlich wichtig, wenn wir Familien dort bewegen wird, Plattdeutsch wiederzugeben an die nächste Generation. Das dritte ist der Spruch verwarf. Mit das Wort verwarf bin ich all in den Spruch utbugon. Steht in Mensing, an der schleswig-holsteinische Wörburg, ist ein alt plattdeutsches Wort, brucht halt von durch kein Mensch mehr. Aber wir lassen uns doch dabei gehen und den Spruch utbun mit neue Wörter, wir brucht die neue Welt auch interfangen mit uns Spruch. Aber lassen uns den Spruch auch wieder utbun mit aule Wörter, die uns Spruch mal hat und die immer noch
wichtig und kräftig wehen können. Darum sage ich, wie nur Spruch verwarf. Also, wie habt viele Resonanzen, ob diese Kampagne mit dem Titel Funkloch stoppen, ist nicht wichtig. Das, was wie wird, ist wichtig. Und ein von den Resonanzen, die Foken kommt, das ist, dass Lü sagt, ja, das wäre schön, wenn ich verlässlich ob Knopfdruck einen Sender anstellen kann, der mich auf Plattdeutsch bedient. Mit Nachrichten und alles, was total hört, will ich einfach in mein Dörp, in mein Umfeld, nimm's mir Heft, der mit mir Plattdeutsch schnackt. Und das kann mir ein Link geben, einen Kontakt wieder zu meinem Spruch und meiner Kultur und damit auch ein Stück von mir selbst. Ich glaube, wie unterschätzt das, was das bedeuten kann. Darum, nun schnacken wir nicht über Kosten, nun schnacken wir nicht über Gegenargumente. Wie sind die Repräsentanten und Lobbyisten von der Sprekergruppe und könnt bloß sagen, das ist das, was wir wird. Und da war auch gesagt, für plattdeutsche Verhältnisse ist das, was wir wird, ganz schön radikal. Das ist aber ganz schön überspönsch auch. So was habe ich noch nicht gehört. Ja, das wäre eben so ein bisschen auch die Provokation, die ich gewählt habe. Die Plattdeutschen sind unnormal. Ich mochte bloß noch einmal gerne auf Europa hinwiesen. Ein paar Beispiele habe ich gebracht. Also Radio Sápmi in Schweden für die Sami, Omroep Friesland in den Niederlanden für die Westfriesen oder eben Radio Romansch. Und wir müssen auch gar nicht nach Europa kicken. Schulen wir aber. Wir können viel lernen, nämlich in Europa. Wir können auch nach Deutschland kicken. Die Sorben habt utstrahlt von MDR ein Programm, was 4 Stunden, immerhin morgens, täglich auf Sorbisch senden. Und dann nicht Folklore, da geht das nicht im Osterernmolen, da geht das eben im Deep Sea Mining oder den Krieg in der Ukraine, wenn neu dicht ist. Wir dürfen das nicht unterschätzen, was das für ein, und nun sage ich noch ein Englischwort, Impact hat, also für ein Inschlag ob die Familien. Ich selbst habe eine Familie mit Kindern, wir sitzen morgens am Tisch und einen Augenblick hört wie ukrainisches Radio, wie ukrainische Flüchtlinge habt. Und die hört morgens Radio Kiew und das ist wichtig und wie seht, wo nützlich das ist für die, mit der Kultur und mit dem Spruch in Kontakt zu bleiben. So, lange Rede, gibt das Fragen dort auf. Wie mit auch die Viertelstunde inholt. Ich weiß nicht, wo wir nur Stunde. Frage habe ich nicht wirklich. Aber du hast ja gerade gesagt, dass, dass ihr mehr Radiopräsenz haben wollt und nicht nur diese niedliche, plattdeutsche Sprache, sondern genau wie wir haben zwar unser Mutterland, aber das ist genau der Punkt. Das ist nicht nur einfach ein Weihnachtslied singen auf Dänisch oder so, sondern das ist die tägliche dänische Sprache oder auch das Plattdeutsche. So, und das ist genau das, was unsere Sprache auch und unsere Kultur ja auch, damit man sie tagtäglich auch leben kann und sie auch modern leben kann und auch weitergeben kann. Insofern kann ich das total gut nachvollziehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast ja auch gerade gesagt, das Plattdeutsche haben wir in Schleswig-Holstein ja nun auch mit Unterrichtsmaterial und so. Also es wird schon besser, aber du sagst auch, das Friesische, das ist, wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir in 10 Jahren, sag ich mal, ganz, ganz große Herausforderungen, nämlich fast keine mehr, die Friesisch sprechen in Schleswig-Holstein. Und das finde ich als, wenn man davon ausgeht, dass wir in der Landesverfassung vermerkt sind und auch wir als Kulturgut und wir auch als Land Schleswig-Holstein uns damit messen wollen, dass wir unsere Minderheiten, unsere Sprachen, auch Regionalsprachen auch pflegen, haben wir noch ganz, ganz viel zu tun. Da gebe ich dir total recht. Ja, danke. Also das ist ein Aspekt, genau, nochmal. Das ist für uns so wichtig, dass, so als du sagst, der Spruch täglich die Welt von Hüt pfoten kann. Und natürlich hört total, dass der Spruch, ganz konkret, dass die Journalisten, die vielleicht da arbeiten dort, morgens da sitzen und ein plattdeutsches Wort finden müssen, auch damit in den Naut sind, ein plattdeutsches Wort finden müssen für Kampfhubschrauber. Ich habe noch kein plattdeutsches Wort für Kampfhubschrauber. Nun ist aber auch nicht ein Obend hier. Ich sitze nicht an Schrifttisch. Aber soll ich an Schrifttisch sitzen, dann muss ich mich hinsetzen. Und das ist das, und nun war das Spiel größer für uns. Wenn wir so einen Sender habt, dann ist das natürlich nicht zu vergleichen mit einem hauchdeutschen Sender. Dann ist das ein Sender, der intensiv mit Spruch auch arbeiten muss. Und du träumt wie von was woanders auch begangen ist, was das nur die Waliser sind oder aber auch die Sorben. Lass uns in Deutschland blieben mit das Wietheitszentrum. Das ein Gruppe da ist, eine Kommission, die auch akademisch angebunden ist, wo eben schnackt wird über die
ja, über den Grip in Lexikon, wo man Aule wieder reaktiviert, oder aber in der Kök, wo wir Neologismen, ja, schopen dort, in der Welt setzen dort, der wie neulich brucht. Die Sorben muckt das gaut, muckt das nicht bloß mit der Akademie, die muckt das ja auch mit Native Speakers. So was muss ja auch immer Akzeptanz finden in der Sprechergruppe. Aber ein Sog ist klar, und da habe ich nun meist staatstragend in der Kamera kicken, ein Sog ist klar, wenn wir an so eine Sprach-Utbu-Prozesse gut, die neudig sind, wenn wir auch über so ein Medium schnackt, aber auch wenn wir über Platt in der Schaul oder sonst was schnackt, uns muss auch als Sprecher von Plattische klar werden, dass uns Sprach in den Gang von so einem Prozess sich verändern wird. Bloß was wir im Augenblick habt, ist Stillstand. Da wart immer sagt, ja, Sprach entwickelt sich. Was das Plattische angeht, so ist es entwickeln in ein Richt. Wir nehmt immer mehr hauchdeutsche Wörter ab und verliert auch spezifische grammatische Formulierungen. Zum Beispiel, das Haik moken kund. Wo kann doch diese aule Formulierung, wo viele Plattische höre ich, die das entweder gar nicht mehr brucht oder sagt, das Haik moken können. Ist eine Petitesse, aber wir können damit noch wieder moken. Ja, gibt es da noch andere Fragen? Ja? Also ich bin im Vorstand von Heimatbund in Schwentinental. Und da haben wir mehrmals im Jahr Veranstaltungen, wo Plattschnack war. Und jetzt, wenn wir anfangen, haben jede Weg eine Versammlung von allen, die Interesse haben. Aber das ist unsere Meinung, die wir Plattdeutsch schnacken. Nie bloß zuhören. Das wollen wir nie. Aber unser Problem, wir haben zu wenig junge Leute. Wie kommen wir an die jungen Leute ran? Das Thema kommt Foken. Wenn wir nochmal zurückkommen, ob das eine Kampagne von Glock stoppen, dann wart wir auch konfrontiert damit, Moment mal, wir sind das 21. Jahrhundert und sie stellt Jau nur hin und wird ein linear Radioprogramm fördern. Die jungen Leute, die nutzt doch bloß noch Social Media. Also seid doch lieber tau, dass sie einen Influencer auf TikTok positioniert oder so. Aber da lade ich die noch nicht mit laus. Wo kommt denn der jungen Lü her? Die war ja irgendwo produziert und das ist ja in den Familien. Und ich kenne die Situation, dass ein immer noch morgens an Tisch sitzt und die Kinder trägt muck für die Schaul und dann hört wie Radio und durch in Radio kriegt wie dann auch die Anlässe über das schnacken, was in Radio läuft. Und wenn das Radio mir dann auch das Vokabular anbietet, da über das schnacken und nicht bloß über eine Weihnachtsgeschichte von Rudel Kinau, dann ist das ein anderer Schnack. Nein, wir sind überzeugt davon, dass das lineare Radio und Fernsehen und so immer noch eine Zukunft und auch einen Nutzen hat. Sonderlich wie die nur 35 feierlich sind und Kinder habt. Ja. Genau, ich antworte auch platt. Ich gebe dir vollkommen recht, wir müssen an die jungen Leute ran und das muss in den Familien auch passieren. Das wäre so mein erster Gedanke, wie du sagst, wir würden eine ganze Radiosendung, bringen wir Hörmann bei den Tau morgens, eben Glock für 7, 4 für 7. Früher wäre das 4 für 8. Wir müssen das 4 für 7 haben. Dann geht das auch auf dem Küchentisch, dann geht das auch in die Familie und dann könnte man auch wer an Schnacken über das. Und da müssen wir hin, den Sendergift hat, der es instellt, hat heute doch so Musik, die auch junge Leute hören wird und da muss auch wer Hörmann bei den Tau 4 für 7 hin. Da mache ich nur gerne ob untern, aber ich haue mich an die Viertelstunde. So. Geht mit Gott. So, das nächste Mal. Aber wir sehen uns ja irgendwann, wir müssen ja noch einen Termin finden. Genau, wir müssen genau über das, über die schnacken. Ja, genau. Ja? Wird ja ins
Auf der Jes-Kruse-Schule war ich auch. Na klar. Na klar. So ist das. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir unseren Jugendlichen oder unseren Kindern ermöglichen, ein Leben zu haben von der Wiege bis zum Grab, dass wir ein starkes Bildungssystem haben, dass die Kinder von Anfang an die dänische Sprache erlernen, auch die deutsche Sprache natürlich, beides auf Muttersprachenniveau. Die können schon in der Kinderkrippe die Begegnung mit der Sprache haben, mit der Kultur, mit der Tradition, ganz wichtig. Ne, dass, ja, genau. Genau. Und ich denke auch, das ist ganz wichtig, dass wir so die Dinge, die haben die schönen Rituale zu Weihnachten. Ja, ne? Und genau. die singen so viel und das gefällt mir. Genau. Das ist auch ein Teil unserer Identität, dass wir singen. Wir haben Morgengesang in den Schulen, wir haben viel musikalisch. Wir fangen alle Sitzungen, alle Treffen, die wir haben, alle Veranstaltungen, fangen eigentlich immer mit einem gemeinsamen Lied an. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Das ist hügelig, genau. Das ist genau. Genau. Und unsere Kinder lernen natürlich Dänisch und Deutsch eben auf Muttersprachenniveau, aber sie werden trotzdem mehr die dänische Sprache begegnen. Es ist natürlich, unsere Unterrichtssprache ist Dänisch und wir arbeiten sehr viel mit Identität und damit ihnen beizubringen, was bedeutet das eigentlich, ein Däne zu sein. Das ist ein Teil unserer Geschichte. Die kriegen den Rucksack mit sozusagen, damit die verstehen, was es bedeutet, im Prinzip in einem Grenzland zu leben, dass man, was auch ganz wichtig ist, dass sie wissen, sie sind gut integriert. Wie ich schon sagte, wir wollen die anderen ohne uns selbst aufzugeben. Das heißt, wir versuchen den Kindern und Jugendlichen eine feste Basis mitzugeben auf den Weg. Die Wurzeln, ganz genau, die Wurzeln, das Fundament. Und ganz entscheidend ist ja, wenn das Fundament stark ist, dann kann ich mich öffnen, dann kann ich offen sein für andere Kulturen, für andere Sprachen. Und das ist ein Mehrwert, dass wir den Menschen auch zeigen können, ihr braucht euch nicht nur an euch selbst festzuhalten, denn wenn ihr wisst, wo ihr steht, dann könnt ihr offen sein für andere und denen auch vielleicht was mitgeben. Die Begegnungen sind dann ganz entscheidend. Auch damit wir wissen, wo stehen wir, wer sind wir eigentlich, und das versuchen wir den Kindern schon recht früh zu vermitteln. Das ist eine ganz wichtige... Ja, siehst du. Aber so ist das. Wir nehmen natürlich auch ein paar deutsche Traditionen mit. Laternenlauf ist ja auch was Typisches. Die Schultüte darf auch nicht fehlen. Also wir nehmen so ein bisschen was von beiden. Dann haben wir den Lucia-Umzug. Also ja. Das ist, ja genau, das ist die Bonn-Kopenhagener Erklärung oder beziehungsweise 1920 war ganz klar, es kamen dann dänische Schulen in Südschleswig und deutsche Schulen in Dänemark, ein Bildungssystem, das natürlich die öffentliche Schule der dänischen Minderheit ist. Das bedeutet nicht, dass wir uns verschließen, denn Däne ist wer will, wenn einer dabei sein möchte, darf er das gerne. Er muss sich natürlich dazu bekennen. Es ist wichtig, dass Eltern wissen, wenn sie das dänische Bildungssystem für ihre Kinder wählen, dann ist die Unterrichtssprache Dänisch. Das bedeutet, wenn ich ein guter Mathematiker bin, was nützt mir das, wenn ich das dänische Mathematikbuch nicht verstehe? Dann kann ich meinem Kind nicht helfen. Also das muss man wissen. Man muss wissen, dass wir aus den Schülern kleine Dänen machen. Und dass ganz viele, wenn sie Abitur machen, tatsächlich nach Dänemark gehen. Dann lernen sie vielleicht ein süßes Mädel kennen und bleiben dort. Ja, und dann sprechen die Enkelkinder plötzlich kein Deutsch. Und dann, ja, und was dann? Also muss man sich wirklich sicher sein, ob man diese Wahl auch treffen will. Dafür gibt es Gespräche. Bevor man aufgenommen wird in diese Minderheit, in diese Gemeinschaft, gibt es Gespräche, damit man weiß, was beinhaltet das eigentlich. Ne, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht... Wir haben keine Probleme miteinander. Wir haben drei dänische Kindergärten. Ja, zwei, genau. Wir haben dänische Kirche. Genau, der Hans-Christian-Andersen-Weg, der sagt es schon. Da ist alles da, vom Vereinshaus bis zum Sportplatz, bis zur Schule, Milbauerhus, ganz genau, da ist unsere Begegnungsstätte. Ja, sehr, sehr gerne. Wunderbar, sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall sehr gerne sogar, denn das ist ja eigentlich mein Bereich. Also der Südschleswische Verein ist natürlich für die Kultur und für die Tradition, für Theater, Musik zuständig. Wir versuchen eben das, was nach der Schule ist, ob für Jung, für alt,
das so zu machen, dass wir Angebote haben, eine Vielfalt von Angeboten mit Musik, auch aktuell. Wichtig ist ja, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht in 1950 schwelgen und sagen, wir sind die Dänen wie damals. Wir müssen mitfolgen, wir müssen eine aktuelle, moderne Minderheit sein. Das heißt, wir brauchen aktuelle Musik, aktuelle Veranstaltungen, aktuelle Theaterstücke aus Dänemark, sodass eben jeder ein vielfältiges Angebot hat, was er hier auch haben kann und nicht unbedingt über die Grenze fahren muss, um ein Theaterstück zu sehen, sondern er kann es in Eckernförde im Melbourne-Hus sehen, er kann es in Flensburg. Kino gibt es gibt auch andere Veranstaltungen. Wir haben traditionelle Sachen wie ein Faschingsfest für Erwachsene oder für die ganze Familie. Wir haben Lucia-Umzüge, wir haben Mortensaften, das ist ja bald, demnächst. Das ist St. Martinsabend mit Ganzessen. Wir haben Tannenbaumfeste und das ist eben etwas, was für die ganze Familie ist, einfach um diese Traditionen festzuhalten. Und dafür ist der SSF zuständig. Er bringt auch Schultheater rein, also wir versuchen das zu verbinden. Wir sind sozusagen das Volk. Also wir sind die Basis für das, was im Prinzip, wofür wir die Schulen brauchen. Wenn es die Minderheit nicht gäbe als solches, dann bräuchten wir auch kein Bildungssystem, dann bräuchten wir keine Kirchen, sondern die Minderheit sind ja die sich dazu bekennen, die ein dänisches Leben leben wollen und dann müssen sie auch diese Möglichkeit haben, ob sie in der Kirche sind oder im kulturellen Verein. Und dafür sind wir zuständig. Ganz wichtig ist, wir haben einen jungen Menschen aus Eckernförde nach Dänemark gebracht, nach Aarhus. Nee, nicht Aarhus, Apmara, weil der hat Orgelbauer gelernt bei Markussen. Und die Möglichkeit hat er in Deutschland nicht gehabt, die er in Dänemark gekriegt hat. Und da gab es eine sehr gute Zusammenarbeit mit Dänemark und mit Schleswig-Holstein, dass dem Jungen das ermöglicht wurde, dass er in Dänemark seine Ausbildung gemacht hat. Er konnte kein Wort Dänisch vorher, hat einen ganz tollen Tutor nebenbei gelaufen gehabt und ja, mittlerweile ist er immer noch da, ist schon 3 Jahre fertig, ist Orgelbauer geworden und lebt auch in Dänemark. Ja, das ist immer die Gefahr. Wenn wir übergehen, sie bleiben da. Ne? Deswegen brauchen wir natürlich auch Nachwuchs. Ja, schön. Bei uns in Schleswig-Holstein ganz schwer hätte runtergehen müssen nach Süddeutschland mit Schwierigkeiten. Und in Dänemark haben sie die Arme aufgemacht und haben gesagt, komm, ne? Ja, wir sind eben offen und frei. Und was der Südschleswische Verein auch noch macht, das ist auch ganz wichtig, wir machen Kulturpolitik. Wir sind auf verschiedenen Bühnen eben auch dafür zuständig, die Minderheitenrechte und die Minderheiteninteressen wahrzunehmen und das eben auch in Berlin, im Schleswig-Holstein, im Landeshaus, dass wir immer wieder dafür sorgen, dass es Begegnungen gibt. Das ist ja das Entscheidende. Das Entscheidende für die Identität ist die Begegnung mit Sprache, mit Kultur, mit dieser Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft sind wir stark. Was im Prinzip natürlich in der Corona-Zeit sehr schwierig war, denn sich dann begegnen und Lieder zusammen zu singen, war eben nicht möglich. Und da haben wir sehr gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir zusammen miteinander reden, dass wir uns begegnen und das zusammen erleben. Weil die deutsche Sprache, die hat man ja, die ist ja vor der Tür sozusagen. Und jeder von uns hat ein bisschen was Deutsches in sich und was Dänisches. Wir sind als Individuen natürlich ein bisschen was von beidem. Aber die Gesellschaft, die dänische Minderheit, die ist dänisch. Die hat nur eine Sache, nämlich das Fördern der dänischen Sprache, der dänischen Kultur und der dänischen Identität. Selbstverständlich mit dieser Offenheit, dass man weiß, dass jeder von uns ein Teil Deutsch in sich hat. Aber meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass man so viel Dänisch erleben kann, wie überhaupt möglich und so viel man es selber möchte. Ne? Also. Wie ist es im Austausch? Also wenn ich mich jetzt als Deutscher dafür interessiere, dänischen Filme zu sehen, dänische Bücher zu lesen und so, gibt es da auch auf der Ebene Austausch? Ja, natürlich. Es gibt unsere dänische Büchereien, die haben wir in einigen, in Eckernförde, in Schleswig, in Husum und in Flensburg haben wir große Büchereien. Dann haben wir den Büchereibus, der fährt rum an die kleineren Orte. Da kann man kostenlos eine Karte erwerben, dann wird man ein Teil des gesamten dänischen Büchereisystems und eben des Südschleswischen. Da kann man Filme ausleihen, Podcasts hören, man kann also praktisch alles machen, was man in einer deutschen Bücherei auch machen kann. Und das ist natürlich sehr wichtig. Wir bieten Filmabende an, Diskussionsabende. Wir haben an einigen Orten auch Bücherclubs, die dann über verschiedene dänische Literatur sprechen. Und da sind natürlich immer auch deutsche Gäste willkommen.
was ich ja schon sagte, wir machen zwar ein vielfältiges Angebot für unsere Minderheit, aber wir heißen auch gerne deutsche Mehrheitsbevölkerung willkommen zu unseren Jazzkonzerten. Andere Konzerte sind immer sehr hochqualifizierte dänische Musiker, die kommen. Das ist auf einem hohen Niveau. Und natürlich, wenn ein Deutscher gerne dabei sein möchte, ist das für uns auch eine Gelegenheit, über uns zu erzählen. Und alles, was Wissensvermittlung ist, bedeutet Verständnis. Verständnis füreinander, Verständnis dafür, dass es überhaupt eine dänische Minderheit hier gibt. Jede Situation ist ja für uns ein Geschenk, um nochmal darüber zu erzählen. Denn wir sind alteingesessen, wir gehören hierher und das Verständnis dafür kann man nur in so guten Gesprächen, vielleicht bei einem schönen Glas Rotwein und einem Jazzkonzert, kann man das sehr gut machen. Und ich glaube, wenn man sich verschließt, wird man auch zu was Besonderem, was im negativen Sinne. Wenn man sich aber öffnet und man hat die Berührung miteinander, dann ist das gegenseitige Verständnis auch viel, viel größer und dementsprechend können wir viel besser zusammenleben, nebeneinander. Und deswegen sind wir ja auch, wie auch Herr Kalsen vorhin sagte, von einem Gegeneinander zu einem Für- und Miteinander gewachsen, weil wir uns begegnen, weil wir offen sind, weil wir uns nicht mehr verschließen in unserem eigenen kleinen Kosmos. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auf der einen Seite eben die anderen will, aber sich selber nicht aufgibt. Das ist das Allerwichtigste. So. Ja. Das ist gerade in unserer globalen Welt. Das ist und wie gesagt, unsere Kirchen sind ja auch offen. Unsere Gottesdienste sind eigentlich in dänischer Sprache mit der dänischen Liturgie. Aber wenn wir zum Beispiel eine Hochzeit haben mit einem Dänen und einem Deutschen oder Südschleswiger, dann findet das auch in 2 Sprachen statt. Also der Pastor kann dann beide Sprachen. Meistens gibt es die Predigt am normalen Sonntag, ein kleines Resümee auf Deutsch, sodass also gemischte Ehen sozusagen auch die Möglichkeit haben, dass beide an einem Gottesdienst teilnehmen können. Es gibt ein dänisches Liederbuch, das haben wir zum Beispiel hier auch gedruckt. Das ist ein Kirchenliederbuch, wo wirklich auf der einen Seite sowohl Deutsch als auch Dänisch, da kann man mitsingen. Die sind so übersetzt, dass man in beiden Sprachen, nun danket alle Gott, gibt es auch auf Dänisch, nu takker alle Gud, das kann man in beiden Sprachen gleichzeitig singen. Das hört sich zwar manchmal sehr komisch an, aber es funktioniert und das macht es auch einfacher für die Generation, die heute eben halt mit 2 verschiedenen zusammen sind, also wo ein Däne mit einem Deutschen zusammen sind. Ne? Ja, sehr schön. Gerne, meid gerne. Mann, machen die einen Krach. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, das war okay. Ja. Ich freue mich sehr. Ich stehe heute nicht in der Tracht, von wegen zwischen Tradition und Moderne. Ich habe zu Hause eine, aber heute leider nicht dabei. Ja, ich wollte gerne mit euch das Thema besprechen, Digitalisierung der Minderheitensprachen, denn wir haben dieses Jahr auf dem Gebiet der obersorbischen und niedersorbischen Sprache einige Sachen schon erreicht. Beispielsweise wurde im Februar diesen Jahres die sorbische Sprache in den Bing Translator aufgenommen. In den Bing Translator.
Nicht Google Translator, sondern der Bing Translator. Somit kann man jetzt das Obersorbische in über 100 Sprachen übersetzen. Und das ist ein sehr großer Erfolg für uns, dass das mit Microsoft zusammen gelungen ist. Das als ein Beispiel. Es ist auch die erste Minderheitensprache Deutschlands, die jetzt bei Bing verfügbar ist. Ich hoffe, die anderen ziehen nach. Nordfriesisch, Romanes und so weiter und so fort. Das zweite Projekt, das im Prinzip online gegangen ist, ist Sotra, der Sorbian Translator, abgekürzt. Sotra heißt aber auch übersetzt Schwester. Das ist ein kleines Wortspiel. Und das ist eine Übersetzungsmaschine für Obersorbisch-Deutsch, Deutsch-Obersorbisch und Obersorbisch-Niedersorbisch. Das ist im Sommer online gegangen und das ist auch eine wunderbare Errungenschaft, gerade für Menschen, die die Sprache lernen oder auch für Menschen, die im Alltag mit den sorbischen Sprachen arbeiten. Und wie ich kann jetzt Obersorbisch, aber kein Niedersorbisch. Und manchmal ist es schon ganz gut, Dokumente auch in der Domowina, für die ich arbeite, Bund Lausitzer Sorben, auch auf Niedersorbisch zu haben. Und es gibt wenige Menschen, die das dann ad hoc immer übersetzen können, beziehungsweise andere Aufgaben haben. Und somit kann uns natürlich so ein Programm Arbeit abnehmen. Die sind nicht perfekt, die Maschinen, das ist klar. Die müssen jetzt gefüttert werden, sozusagen, genutzt werden. Und dann werden sie hoffentlich Stück für Stück besser. Er kann sich erinnern an Deutsch-Englisch Google Translator. Das ist schon so vielleicht 15 Jahre her gefühlt, also ungefähr. Das war schon manchmal lustig, was da rausgekommen ist. Aber jetzt seit einigen Jahren vielleicht, ja, schwer zu schätzen für mich, schon länger als 2015. Funktioniert das schon sehr zuverlässig. Also ich habe es auch im beruflichen Bereich dann schon genutzt und doch, es wird ein paar Jahre dauern. Aber klar, wir sind auch weniger Menschen, die das dann auch nutzen. Das dauert dann wiederum länger. Ne? Aber parallel gibt es ja ein Team, das weiterhin daran arbeitet und die Maschine auch füttert. Ne? Also Texte digitalisiert. Wie groß das Team ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber es gibt das Vitae-Sprachzentrum. Das ist bei der Domowina beim Bund Lausitzer Sorben mit angegliedert. Und die haben ein Team, die auch die Maschine weiter verbessern. Ne? Sie sind ja angewiesen auf die Nutzer, die dann auch Feedback geben und sagen, schaut mal, was hier rausgekommen ist, das geht ja gar nicht. Und dann, na, also das läuft weiter. Das ist noch mal eine Aufgabe, kannst du mitnehmen nach Hause rein? Ah, Sie sind Platzsprecher, darf ich kurz fragen, ne? Ja. Ja, die Grundlage ist ein Korpus, also eine Ansammlung von Daten. Und das dauert natürlich, das alles zusammen aus allen möglichen Lebensbereichen auch, ne? Also Naturwissenschaften, Politik und so weiter. Mhm. Gerade in der Philosophie wird es dann schwierig, ne? Dann wird es schwierig, ja. Ja. Es gibt ja so ein paar Ansätze schon. Das, Übersetzung, zumindest wortbezogene Übersetzung anbietet, schon länger. Die Schwierigkeit ist ja beim Plattdeutschen auch, welche Referenzgröße nimmt man denn eigentlich? Die Entscheidung muss man dann treffen. Ja. Mhm. Ja. Das ist schwieriger. Da wird sich dann zeigen, welches Niederdeutsche im Prinzip noch am stärksten verbreitet ist. Ne? Verdrängt dann die kleineren Gruppen. Aber ich denke, gerade bei der Digitalisierung, dann muss leider eine Entscheidung fallen. Oder man füttert alles ein. Also wir arbeiten auch gerade an einer automatischen Spracherkennung. Also wie Stichwort sorbische Alexa. Ja. Digidom, Saswitz-Witzu. Das heißt Digidom auf Sorbisch, nicht Alexa, sondern Digidom. Macht das Licht an. Und dort ist auch das Ziel, dass Dialekt erkannt wird. Kaum jemand spricht ja die Schriftsprache, die sorbische Schriftsprache. Vielleicht ein paar Wissenschaftler, aber auf den Dörfern werden ja Dialekte gesprochen. Und die Maschine soll aber auch das irgendwann mal verstehen können. Und hatte da Kontakt mit einer Firma in der Schweiz. Und der erzählte, wenn die das Retro-Romanische bei YouTube einspielen,
dann wird das identifiziert als niederländisch. Wie das zusammenhängt, aber das wird also, die Anzeige ist erstmal, dass es niederländisch ist. Das ist ein Fehler. Ja. Und ja, wir haben uns natürlich auch ausführlich darüber unterhalten, wie schwierig das letztendlich ist, immer das Korpusproblem und. Aber es ist natürlich, an sich ist das Thema ja lösbar, wenn es für Sprachen generell geht, aber genau. Wir haben also die Stiftung für sorbische Volk hat zusätzliche Mittel bekommen für die Digitalisierung und für die sorbische Sprache in den modernen Medien. Auf jeden Fall zusätzliche Gelder. Weil aus dem bestehenden Budget, das sind ja neue Bereiche, ne? Wie jetzt der Strukturwandel, das ist ja auch ein neuer Bereich. Das kann man ja nicht aus den bestehenden, mit Hilfe der bestehenden Mittel erledigen. Da müsste man ja anderswo einsparen und sagen, gut, dann forschen wir nicht mehr oder wir schließen jetzt mal das Theater. Das ist ja nicht die Lösung. Ja. Wie viele Theater gibt es? Es gibt in Bautzen das Deutsch-Sorbische Volkstheater als professionelles Theater, aber es gibt auf den Dörfern dann noch Laiengruppen. Ja, ja. Nee, das Deutsch-Sorbische Volkstheater ist auch das einzige professionelle, zweisprachige Theater, meiner Meinung nach, in ganz Deutschland. Mhm. Ja, nee, das ist toll. Kommen Sie gerne mal in die Lausitz. Nicht nur nach Bautzen, sondern in die ganze Lausitz. Wie viel Polnisch ist in Ihrem Sorbischen drin? Also ich habe ein paar Jahre in Polen gearbeitet und für mich klingt das wirklich immer polnisch, wenn Sie reden. Aha. Nein, also Polnisch, Slowakisch, Tschechisch, so Ober- und Niedersorbisch sind westslawische Sprachen. Und die sind sich alle ziemlich ähnlich, vor allem was die Grundwörter angeht, also alte Wörter wie gut oder Sonne. Grüßung, genau. Ne? Guten Tag, Dobry dzień, witajcie. Das sind so Floskeln. Ich glaube, da kann man sich im slawischen Raum ganz gut damit verständigen. Ja. Ja. Also mit den Vorkenntnissen bist du ja sozusagen prädestiniert dafür. Lesen ist ja immer einfacher, ne, als wirklich hören. Ja. Vor allem, wenn wir dann schnell sprechen. Ich habe das Gefühl, aus Sachsen sprechen wir irgendwie sehr, sehr schnell. Also im Vergleich hier zu den Nordlichtern. Sind wir immer und dann haben Menschen, die die Sprache lernen, immer ihre Schwierigkeiten. Plus, weil Dialekt dazukommt. Ne? Vielleicht hat man die Schriftsprache gelernt, aber noch lange nicht den Dialekt. Und dann noch die Schnelligkeit. Aber es ist auf jeden Fall ähnlich. Und ich habe auch Polnisch gelernt zum Beispiel, sehr, sehr, also rucki zucki. Ja. Na, in der Schule schon Russisch, das ging schon mal mit links. Und dann später während des Studiums war das sehr einfach, Polnisch zu lernen. Wie ist die Resonanz auf diese neuen Angebote, auf diese digitalen Angebote? Ja, das habe ich jetzt noch nicht untersucht. Also Begeisterung erstmal in der Öffentlichkeit, wenn darüber berichtet wird, ist schon erstmal eine Begeisterung da und ein gewisser Stolz. Und ich weiß, dass also vor allem auch in der Niederlausitz, Niedersorben gerne auch die Sotra nutzen, also diesen Sorbian Translator gerne nutzen. Einfach, um auch schnell manchmal Texte zu begreifen, die vielleicht auf Sorbisch geschrieben sind. Und wenn man eben Schwierigkeiten hat, weil man eben die Sprache erst gelernt hat, das alles schnell zu begreifen, dann ist es schon eine große Erleichterung. Also ich denke vor allem auch für Menschen, die im Alltag damit arbeiten. Mich würde aber ehrlich gesagt auch interessieren, ob das Schüler nutzen. Das wäre jetzt, aber es ist alles noch sehr neu und frisch auf dem Markt, also wird sich noch zeigen. Bing, gebe ich ehrlich zu, habe ich selber persönlich noch nicht genutzt, Bing. Weil, ja, vielleicht aus Spaß habe ich 2-3 Mal probiert, irgendwie Sorbisch und irgendeine exotische Sprache, aber sonst brauche ich ja immer nur Deutsch, Obersorbisch, Niedersorbisch, immer diese 3. Ja. Hochschulbereich tätig oder was macht Nein, ich bin Referent der Domowina. Und der Domowina ist der Dachverein der Sorben mit 18 verschiedenen Vereinen und Regionalverbänden. Und darin enthalten sind aber über 200 lokale Gruppierungen, Gruppen und kleine Vereine. Also schon die größte Organisation, also politische, kulturelle Sprecherin der Sorben. Wir haben ja keine Partei wie die Dänen, ne, zum Beispiel, sondern wir haben traditionell immer Vereine gehabt und vor über 100 Jahren wurde dann die Domowina gegründet als Dachverein. Und ist auch der anerkannte Partner für Politik, Gesellschaft
auf allen Ebenen. Gerade heute, ich verpasse den Besuch, ist die Bundesbeauftragte für nationale Minderheiten, Nathalie Pavlik, haben Sie schon gehört? Eine neue zum ersten Mal zu Besuch in Bautzen, zum beratenden Ausschuss. Ist heute gewesen. Nee, man kann nicht alles haben. Aber ich habe gehört, sie hat sich wohlgefühlt und sich alles gut angeschaut. Ja. Wird denn das, was Sie tun, sag ich mal, politisch gesehen, wird das ins Ressort Kultur geschoben oder wie wird das zugeordnet? Bei den Ministerien, meinen Sie? Bundesebene beim Innenministerium und Sachsen und Brandenburg eher Kultur- und Bildungs- und Wissenschaftsministerium, ja. Also in Brandenburg MWFK, Ministerium für Wissenschaft und Forschung, und in Sachsen das SMK Kultur und Medien. Wir das eben beim Plattdeutschen häufig so haben, ne? Der eine sagt, das gehört gar nicht zu mir, und der andere sagt auch, es gehört nicht zu mir, und so kommt man überhaupt nicht vorwärts und kriegt gar kein Geld. Also das ist immer ein bisschen schwierig. Aus welchem Bundesland kommen Sie? Aus Bremen. Mhm. Ja, da habe ich schon, dass es nicht so einfach ist. Muss man aber weiter kämpfen, dranbleiben. Ja. Die Bedingungen sind gerade nicht so gewünscht. Das wird sich wieder ändern. Ja. Muss man manchmal aussitzen. Und haben Sie eigentlich schon die Elemente begutachtet? Die verschiedenen Höhen, das ist Absicht. Das ist die Niederlausitz und das ist die Oberlausitz. Ein bisschen höher, ein bisschen hügeliger in Sachsen, und in Brandenburg ist es eher flach. Das ist eine Erinnerung, eine Trophäe von der Europäada, von der Fußballmeisterschaft der europäischen Minderheiten. Da haben die Sorben gerade dieses Jahr zum ersten Mal eine gemeinsame Mannschaft gebildet, also Ober- und Niedersorben. Bisher hatten immer die Obersorben teilgenommen, und jetzt ist es gelungen, eine gemeinsame Mannschaft zu machen. Das ist auch immer gut. Innerhalb der Minderheit ein bisschen Einigkeit schaffen. Nord- und Südkorea. Naja, oh Gott. Nein. Vielen Dank, Ihnen auch vielen Dank. Viel Spaß. Viele immer davon ausgehen, wenn man hier Minderheiten vorstellt, das sei eine geschlossene große Gruppe, die sich eindeutig zuordnen lässt. Und das trifft auf die Nordfriesen so einfach nicht zu. Es gibt alle möglichen Identitäten von ich bin Friese und zugleich Nordfriese, ich bin Deutscher und Nordfriese, ich bin Nordfriese, weil ich in Nordfriesland lebe, ich bin Nordfriese, weil ich einen Familienhintergrund habe.
weil ich die friesische Sprache mag. Nein, ich bin auch vielleicht Friese, obwohl ich gar nicht Friesisch spreche, sondern Plattdeutsch. Da gibt es alles Mögliche und ich sage immer, gibt so einen kleinen Kern, auf den sich alle einigen können. Das ist einmal die friesische Sprache und das Bikebrennen. Und es gibt einen riesigen Graubereich drumherum in allen möglichen Schattierungen, wo es alle möglichen Varianten gibt. Und deswegen, also es gibt die Nordfriesen eindeutig, es gibt auch die Friesen, aber wenn man eine scharfe Grenze sucht, man wird sie nicht finden. Ich muss gerade selber erst einmal gucken. Wie gestaltet sich da die kulturelle Arbeit, wenn es keine Schärfe gibt, sondern so viele verschiedene Gruppierungen? Also die kulturelle Arbeit lässt sich kaum zentral steuern. Also wir haben zwar auch zentrale Institutionen, den Dachverband wie den Friesenrat, aber Friesen denken nicht hierarchisch. Die denken erstmal in ihrer eigenen kleinen Welt, was sehr positiv ist, weil das auch sehr eng ist und gut funktioniert. Es kursiert der Spruch, geprägt von unserer Friesenratsvorsitzenden: Wenn ich jemanden kenne, der mitmacht, dann läuft es auch. Das ist, glaube ich, wirklich eine friesische Grundhaltung. Wir machen es selber, wir machen es zusammen, aber das heißt eben in dem Kreis, wo man sich kennt. Und es lässt sich einfach nicht hierarchisch organisieren. Wir können natürlich vor Ort unterstützen, wir können Angebote machen, die manchmal angenommen werden, manchmal nicht. Aber eine zentrale friesische Kulturarbeit wird so nicht funktionieren. Es ist eher so, dass wir halt Sprachangebote rausgeben oder Ähnliches zum Beispiel. Andererseits gibt es Momente, wo man die Friesen wieder zusammenführt, wenn man sie bei ihrem Ehrgeiz packt. Zum Beispiel läuft gerade der nordfriesische Schreibwettbewerb. Vertel Insen, erzähl einmal. Da warten viele von allen Regionen, allen Dialekten alle 2 Jahre darauf, dass es stattfindet. Und wir bekommen zwischen 40 und 70 Einsendungen in 4 oder 5 oder 6 verschiedenen Dialekten. Also dieser Aufruf hier, schreibt etwas, das wird prämiert, es wird gedruckt. Das funktioniert sehr gut. Also Friesen erzählen und schreiben anscheinend sehr gerne. Gibt es da eine Begrenzung in den Altersklassen? Also für wen ist alles dieser Schreibwettbewerb? Der ist für alle. Wir hatten mal tatsächlich mit Schülerpreisen hantiert, aber das machen wir eigentlich immer ad hoc, wie die Einsendungen kommen, damit das angemessen ist. Und wir hatten zum Beispiel vor 2 Jahren sogar eine friesische Bildergeschichte, die völlig aus dem Rahmen fiel, von einem 8-jährigen Mädchen gemalt. Das war nicht bewertbar im Sinne der Jury, aber die hat einen Sonderpreis gekriegt dafür. Den haben wir dann einfach mal ad hoc erfunden. Sie sagten, es wird alles gedruckt. Gibt es da Sammlungen dazu oder Sonderbände da irgendwie zu dem Schreibwettbewerb? Es wird nicht alles gedruckt, aber sehr viel. Da erscheint eigentlich jedes Mal ein Band. Manchmal haben wir auch 2 Wettbewerbe in ein Buch gepackt, aber in der Regel wird das ein nicht allzu dicker Band eben dann mit 30, 40 Geschichten auf Friesisch. Der aktuelle ist gerade in der Redaktion, der wird hoffentlich bis zur Prämierung sogar gedruckt vorliegen. Und dann, wie sieht die Preisvergabe aus, oder gibt es da ein Festprogramm? Ja, da gibt es ein Fest. Und da kommen tatsächlich dann auch die Menschen von den Inseln hinzu. Also das wird stark angenommen. Gut, vor 2 Jahren war es virtuell, da konnten wir nicht erkennen, wo und wo die Leute sich zugeschaltet haben. Wir sahen aber, es gibt einen Publikumspreis, der normalerweise von den Anwesenden vielleicht 40, 50, 60 Personen gemacht wird. In dem Fall hatten wir mehrere 100 Beteiligungen. Das hat uns natürlich sehr froh gestimmt, dass einfach so viele Menschen mitmachen und Interesse dran haben. Aber es ist eine klassische Gala mit Musik, mit Lorbeeren, also mit Laudatio, mit Preisträgern, die auf die Bühne kommen und so weiter. Und dann wird auch entsprechend Nordfriesisch gesprochen? Oder wird dann doch auch wieder geswitcht in Hochdeutsch? Oder? Die meisten sprechen Nordfriesisch dabei. Das gehört einfach dazu, gibt es keine Grundregel, aber die meisten machen es und das schätze ich auch selber sehr. Du hattest ja gerade erzählt, dass da auch Schüler mitmachen. Wie sieht es denn generell aus mit Plattdeutsch in der Friesisch überhaupt in der Schule? Wie zufrieden seid ihr da oder was würdet ihr euch da wünschen? Also zufrieden sind wir leider gar nicht, aber das ist eigentlich, das Nordfriesische Institut wurde 1965 gegründet und in der ersten Sitzung des Beirates hieß es, mit dem friesischen Schulunterricht muss sich was verbessern. Wir brauchen professionell gestaltete Unterrichtsmaterialien, wir brauchen Lehrerstellen. Genau dieselben Forderungen stellen wir heute auch noch, da ist nicht viel passiert.
Es wird manchmal so gedacht, Friesischunterricht sei für muttersprachliche Kinder und für Eltern, die das einfordern. Unsere Erfahrung zeigt, dass es nicht funktioniert. Wenn man es anbietet und wenn man es attraktiv anbietet, dann machen viel mehr Kinder mit, als wenn man nur sagt, meldet euch und dann versuchen wir was auf die Beine zu stellen. Und da blicken wir tatsächlich auch in die Lausitz zu den Niedersorben, die eine ganz ähnliche soziale Situation haben. Dort gibt es richtig Versuchsprogramme, wie kriegen wir die Kinder dazu, Sorbisch zu lernen, neu zu lernen. Seien sie aus einer sorbischen Familie, seien sie es nicht. Und wenn es nicht klappt, dann wird was anderes probiert. Wir bemühen uns gerade, vorsichtig gesagt, sehr stark darum, dass Ähnliches auch in Nordfriesland versucht wird. Denn die Schülerzahlen sind erstens rückläufig von 1200, die wir vor 10, 15 Jahren noch hatten, auf vielleicht 800, die wir jetzt haben. Was viel bedenklicher ist, Friesisch wird praktisch nur in der Grundschule unterrichtet. Ausnahmen bestätigen die Regel, die will ich jetzt nicht einzeln aufführen, aber es ist fast nur Grundschule, fast nur Freizeitbereich, AG. Wenn die anderen zum Sport gehen, gehen manche doch zum Friesisch. Einige Schulen bauen das ins Curriculum ein, das ist positiv. Trotzdem hört es meistens nach 2 Jahren auf und nach 2 Jahren hat, mal ehrlich, keiner eine Sprache gelernt. Also die große Hürde ist gerade, es in die Sekundarstufe 1 zu kriegen. Und die zweite Hürde ist, es für junge Menschen, die studieren wollen, zu einem attraktiven Beruf zu machen, Friesisch zu unterrichten. Heißt, diejenigen, die Friesisch studiert haben, sollen dann hinterher auch unterrichten. Das passiert oft nicht. Die gehen dann an die Schulen, werden referendarsmäßig vielleicht sogar an Schulen vermittelt, wo kein Friesisch vorgesehen ist. Oder es findet Friesisch dann doch nicht statt. Oder sie sind frustriert, weil sie jedes Jahr wieder neu mit einer Gruppe anfangen. Dann kann man am Schluss zählen oder ein paar friesische Lieder singen, aber mehr nicht. Also da bemühen wir uns darum, dass das auch für die Lehrenden attraktiver wird. Und ein großer Punkt ist Unterrichtsmaterial. Es gibt, ich sprach es vorhin schon an, diese starke Tradition, wir machen unsere Sachen selber. Das merkt man bei älteren Friesischlehrern auch noch. Das sind dann handgezeichnete Kopien, ganz, ganz rührend, ganz toller Einsatz. Aber wenn ich als Referendar an eine Schule komme, ich habe sowieso viel zu tun. Ich schaffe kaum eine Unterrichtsvorbereitung. Und wenn ich dann noch selber mir meine Arbeitsblätter und mein Konzept und mein Hintergrundwissen und so weiter ranholen soll, das geht irgendwann nicht. Den müssen wir eigentlich fertige Sachen liefern. Und da bemühen wir uns gerade darum, dass wir dafür Stellen kriegen, denn das wurde lange Zeit versucht, das in der Freizeit oder mit Abordnungsstunden zu machen. Das hat nicht geklappt. Wir brauchen dafür einfach ein paar Profis, die das in die Hand nehmen. Konkret das Unterrichtsmaterial für die weiterführenden Schulen, das ist noch gar nicht vorhanden. Das ist alles in Eigenarbeit, wenn überhaupt. Auch für die Grundschulen. Da wird natürlich was ausgetauscht, Liederblätter und Ähnliches, aber es gibt kein richtiges System dahinter. Paul und Emma habt ihr doch auch übersetzt auf Ferring, ne? Genau, Paul und Emma, das kommt ursprünglich vom Plattdeutschen. Das gibt es inzwischen auf Friesisch, deckt aber, wie wir von den Lehrern hören, nur einen ganz kleinen Teil dessen ab, was sie brauchen. Die sind da einfach viel zu schnell mit durch. Ja, genau. Und ich bin kein Sprachwissenschaftler, aber was mir immer wieder gesagt wird, die Sprachen funktionieren verschieden. Also es ist immer schwierig, von einer Sprache einfach an die andere zu übersetzen. Eigentlich muss man ein eigenes System entwickeln, so aufwendig das ist. Wenn dann noch so viel Unterrichtsmaterial fehlt, also sowohl für die Grundschulen als auch für die weiterführenden Schulen, dann ist das natürlich schwierig, das irgendwie weiterzugeben, beziehungsweise es für Lehrer attraktiv zu machen, so einen Job zu übernehmen. Das kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall. Also weitergegeben wird es natürlich auch vor allem erstmal in den Familien, aber das ist nur ein kleiner Teil. Wir kennen Kinder, die in Neuseeland auf Friesisch aufwachsen, das sind die Familien. Aber wir reden immer so von diesem Generationenbruch, der in den 70er, 80er Jahren vor allem passiert ist, wo einfach Eltern die Sprache nicht weitergegeben haben. Auch auf Druck der Schule oder vor allem auch auf Druck der Schule. Sprechen Sie mit Ihren Kindern Hochdeutsch, die haben sonst später Nachteile im Berufsleben, im Studium. Das ist zum Glück heute anders, aber dieser Bruch, der lässt sich nicht rückgängig machen. Und da denke ich, da ist es auch die Aufgabe staatlicherseits, da ein bisschen was gegen zu tun. Und es sind viele Kinder, die von deren Großeltern noch Friesisch sprechen, die gerne wieder Friesisch lernen wollen. Und das ist jetzt nicht von mir ausgedacht. Wir bekommen tatsächlich die Rückmeldung von Kindern. Ach, wie schade, die Friesischlehrerin ist weggegangen, es geht ja nicht weiter. Ich würde gerne weiterlernen. Hören wir immer wieder. Also die Motivation ist eigentlich da. Es gilt, das einfach zu unterfüttern. Und letzter Punkt dabei, die nordfriesische Sprachgemeinschaft ist halt relativ klein. Die ist schon lange totgesagt, sie gibt es immer noch. Vor 150 Jahren hieß es schon, es hat keine Chance. Also ich bin da optimistisch. Aber ich bin optimistisch. Aber es hängt immer wieder an einer Person, an Einzelpersonen. Sowohl im Vereinswesen, wenn irgendwie was auf die Beine gestellt werden soll, dann hört jemand auf, dann bricht was zusammen. Ganz extrem an den Schulen. Jemand geht in den Ruhestand, jemand geht weg.
verliebt sich, hat einen Partner woanders, zieht weg, dann findet einfach kein Friesischunterricht mehr statt. Dann wird kein neuer gefunden, vielleicht auch kein neuer gesucht. Das hängt dann an den Schulleitungen, hängt daran, ob zufällig gerade jemand von der Uni kommt. Also wir brauchen einfach mehr Masse. Wir haben, ich glaube, 14 oder 15 Friesischlehrer im Moment nur, die aktiv sind. Das ist sehr wenig. 14 oder 15, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt ganz genau stimmt, nehme ich nicht wörtlich bitte, aber die Größenordnung ist nicht sehr viel höher. Und insofern, da brauchen wir einfach sehr viel mehr kritische Masse, damit Lücken auch gefüllt werden können, damit an jeder Schule mindestens 2 sind, wo es unterrichtet wird. Stellt man sich vor, einer wird krank für mehrere Wochen und findet ein paar Wochen kein Friesisch statt. Das würde man für Mathe nicht akzeptieren. Also ich bin auch Lehrerin, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, irgendwie diese Problematik beim Erstellen von Materialien. Ich versuche das halt selber fürs Plattdeutsch immer zu machen, aber von einem Unterricht kann ich nicht sprechen. Ich habe immer nur den AG, den Nachmittagsbereich, wenn die so Gruppenangebote haben. Ist das im Nordfriesischen, ist das wirklich richtig Unterricht oder ist das auch mehr so ein Zusatzangebot, was gegeben wird? Also es gibt alles. Das meiste ist Zusatzangebot. Es gibt ein paar Schulen, die so ein kleines bisschen schummeln, die das Zusatzangebot einfach vormittags im Klassenverband anbieten. Da können Eltern protestieren, die wenigsten machen das. Also dann macht die ganze Klasse quasi freiwillig Friesisch. In der Grundschule wird sowieso nicht benotet. Insofern spielt das da keine allzu große Rolle. Schade ist es halt dann für Kinder, wo es in der Sek 1 gibt, findet es nachmittags statt, Stempel teilgenommen, also sie können es nicht anrechnen und nichts. Und da fehlt halt einfach wirklich diese Wertschätzung, dass das ein vollwertiges Fach ist. Genau, also Spracherwerb ist so praktisch nicht möglich. Was ich vor Anfang sagte, das ist das Missverständnis, ach, wir bringen muttersprachlichen Kindern mal Lesen und Schreiben in ihrer Sprache bei. Nein, die Welt ist leider nicht mehr so. Das war vor 50 Jahren vielleicht noch so, aber heute geht es wirklich darum, die Sprache wieder an Kinder zu vermitteln, auch aus Familien, die ursprünglich friesischsprachig waren. Gut. Ja, vielen Dank auch.
Sonnenschein abwirken, mit mir Liebsten wird Feines kochen, ein guter Lied und Radio, auf der Bühne stehen und Lied am Ton, ein Land, wo ich frei leben kann, sich weil ich denk und mir war nicht bang, Norddeutschland, zu Hus nehmen, und mit mir Nova auf Plattdeutsch kleben, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Und wenn ich wieder an Nön bin, mein Welt geht inner und eins ist schlimm, dann kick ich mir mein List an. Und was ich da sehen kann, mir geht doch ganz gut. Nummer, die ich wählen kann. Und mein guter Freund geht ran, Musik hören, aufrücken. Wenn wieder Nacht und Tag morgen, hey, ewig sporn und der nicht klappt. In der Gitarre in mein Hand, losfahren, ob Tour kann. Und zu mein Liebsten nach Hus kann. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Und wenn ich wieder an Nön bin, mein Welt geht inner und eins ist schlimm, dann kick ich mir mein List an. Und was ich da sehen kann, mir geht auch ganz gut. Vorrat an den Strand fahren und mal wieder Deep Luft holen. Du Phönix, Bruckchen, Silber, Gold und Geld, denn du bist das, was zählt. Und wenn ich wieder an Nön bin, mein Welt geht inner und eins ist schlimm, dann kick ich mir mein List an. Und was ich da sehen kann, mir geht auch ganz gut. Mir geht auch ganz gut, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Und wenn ich wieder an Nön bin, mein Welt geht inner und eins ist schlimm, dann kick ich mir mein List an. Und was ich da sehen kann, mir geht auch ganz gut. Ja, wir haben noch einen und ich bin hier gerade so ein bisschen durchgegangen und habe den Satz aufgeschnappt. Ja, aber wir sind hier. Und da dachte ich, ach, wie passend. So heißt mein nächstes Lied. Und ich glaube, es ist ein schöner Satz. Ja, wir sind hier, uns gibt es und wir sind präsent. Und mit dem Lied möchten wir heute rausgehen. Ein Lied auf die guten Zeiten, in dem man zusammen sein kann. Wir sind hier. Komm, wir heben die Gläser auf das Leben und die Zeit, die uns keiner mehr nehmen kann, auf den Moment, der immer bleibt. Komm, wir schreiben die Geschichten, die man sich morgen dann erzählt. Hey, weißt du noch damals, wir waren laut, bunt und wild. Das ist unsere Zeit, das ist unser Leben. Was können wir schon verlieren? Lass uns heute alles geben. Ich hab alles, was ich brauche, denn ihr seid hier bei mir. Alles ist perfekt. Wir sind hier. Wir singen so laut wir können, geben was wir haben, stehen immer wieder auf und sind dann stolz auf unsere Narben. Ich bin so froh, dass ihr da seid, mit mir tanzt und mit mir lacht und diesen einen Moment
zu was Besonderem macht. Das ist unsere Zeit, das ist unser Leben. Was können wir schon verlieren? Lass uns heute alles geben. Ich habe alles, was ich brauche, denn ihr seid hier bei mir. Alles ist perfekt. Wir sind hier. Wir sind hier. Und leuchten heller als die Sterne, tanzen noch um 4 und sagen Danke Universum. Wir sind hier. Oh, 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 oh. Denn das ist unsere Zeit. Das ist unser Leben, ja, ja. Was können wir schon verlieren? Lass uns heute alles geben. Vielen Dank. So, zum Abschluss wird wir noch in ganz korte Blitzlicht rundmocken. Jeden hätte ja bloß 4 Gruppen hört. Wir haben ja Tein. Nun wird wie jede Gruppe in Sock, die ihr lehrt habt, die ihr vorher noch nicht wusst habt. Die ihr überrascht habt, die interessant ist, immer kurz neu denken. Nur Sackenlotten der Runden. Wie fangt wir dafür und bietet denen an? Ich brauch nur einen hier von jo, wo kein, hat was über den lehrt, was die vorher noch nicht wissen, was interessant wäre, was die vielleicht mitnehmt. Eine Idee. Na, das fand ja richtig gut an hier. Das klappt ja allerbest hier. Den, oh, ja. Ich habe gehört, dass das dänische Schauengift hier, das hätte ich so nicht gewusst. Und der schnackt überwiegend ob Dänisch und der zweite Sprach ist Hochdeutsch. Das hätte ich nicht gewusst. Machst du denn vertellen, wo du herkommst? Weil Fan kommt von hier und für die ist das nicht, nee? Für die, genau. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus Herzbruch-Klarholz, das ist im Landkreis Gütersloh. Was war noch die Frage? Ja. Gut, vielen Dank. Gut. Also auch für Leute von wieder wegkommt. Schön, dass du das hier mitgenommen hast. So, dann sind wir wieder in Nordfriesen. Was habt ihr da mitgenommen? Ja, das kann man immer im Bett immer nachdenken, ja. Anne, ich werde mit dir zusammen wieder Nordfriesen, du musst nur ran. Oh. Ja, klar, die. Ja, danke. Ich überlege kurz, was ich da gelernt habe. Ich habe mitgenommen, dass das Dur ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Unterricht zu intensivieren, ob Schulen für die jüngere Leute, ob Sekundarstufe 1 und so. Und dass das wichtig ist für das Sprach, dass das da wiedergeht und nicht bloß wie die Lütteren Schüler. Kriege ich einen Punkt? Ja, doch, besser.
Genau, sag ein, habt wir gesagt, und habt uns angucken, ähnlich just so als bei uns, ne? Wie der Plattdütschen, just so als bei uns. So, dann sind wir wieder Ostfriesen. Ja, da kann ich mal ganz nach achtern loben. Ja, bei den Ostfriesen habe ich gelernt, dass die noch andere Initiativen haben, anstelle von der App, von der ich schon mal gehört habe. Man übersetzen sie auch Kinderböker und mag noch andere Initiativen, damit ja, vor allem platte Vokabeln auch an Kinder ranbrücht werden. Das habe ich neu gelernt. Super, danke dir. Dann sind die wieder Sorterfräsen. Ja, kann ich gleich wieder loben. Also mir hat beeindruckt, dass Henk Westfries ist oder Westfries ist und sich dann beworben hat mit den Sorderfräsen. Das ähnlich auch Alkun. Oder vorher hätte er noch Nordfries lehrt und er hat gesagt, das wäre im so einem Beden, das wäre eigentlich schwierig. Er hat erst das Sorderfries lehren schuld. Aber was mich noch mehr beeindruckt hat, dass er so fein Plattdeutsch schnacken kann. Und Hochdeutsch konnte er dann auch noch. Also ein Mensch mit 5 Sprachen, vielleicht kann er ja noch mehr, das habe ich nicht gefragt, der sich, über Analyt, ja, der sich für Sorderfrisch insetzt und dann auch Geld dafür kriegt und nicht ehrenamtlich das macht. Auch ganz fein. Also richtig gut. So, dann brauche ich mal noch die Sorben. Du habt hier wahrscheinlich Fällen von uns was lehrt. Da mit nur Fellhand hochgehen. Ja, Mensch. Da werden hier immer richtig verlüht, wie die Sorben, habe ich gesehen. Ja? Ja. Hey. Kalle. Ja, ich habe heute gelernt, dass die Sorben zwar eine große Minderheit sind, aber zum Teil ähnliche Probleme haben wie andere Minderheiten auch. Sekundarstufe 1 und so klappt alles noch, aber weiter nach oben gibt es dann auch große Probleme und die sind da aber daran und arbeiten daran und sondieren das Ganze, um es zu verbessern. Und das finde ich ganz gut, denn bisher war es immer so, hieß, oh, die Sorben, die mag das schon, das ist kein Problem. Aber es gibt da auch ähnliche Probleme wie in anderen Minderheiten. Danke. So, das Sinti und Roma. Na geil. Ja. Ah, ja. Ich muss ja was sagen. Also ich habe gelernt bei die Sinti und Roma, dass sie in Romanesk Böker für Kinder habt und bannig viel untereinander Romanesk schnackt. Die beiden im Büro, da geht das nur auf Romanesk, da war gar nicht Hochdeutsch oder was anderes schnackt und war ganz schön bannig interessant, auch was die Geschichte von den Roma und Sinter betrifft. So, die Plattdütschen, hätte doch denn eben noch was lehrt hier. Aber Plattdütsch. Ja. Jürgen Ort ist mein Name. Also mir ist richtig klar geworden heute, wie schön und wie wichtig das wäre, wenn wir einen Radiosender haben, der den ganzen Tag bloß platt bringt. Ja, dann hätte sich der Abend ja lohnt. So, dann haben wir noch Plautdeutsch. Oh, da, Gott, Ja, das wäre bannig interessant zu hören, wo überall in der Welt die Plauditschen vorkommt und dass sie immer noch versucht, die Sprache wieder zu schnacken und wieder zu bringen und dass sie auch eher eigen Sprache in unterschiedlichen Dialekten, je nach eher Gegend und Region habt. Das wäre bannig interessant. So, dann haben wir noch die jungen Lüd. Ja, da höre ich gerade der Herr wenig Funde, während im ganz letzten Ruhm ihn wieder. Da habe ich gelernt, dass ja, dass es immer noch eine Menge plattdeutsche junge Menschen gibt, die ein Netzwerk aufbauen wollen und dass die auch gut verschiedenen
Landesdelen kommt, mit Pommern und Ostfriesland und dass das ja in Hamburg sitzt, aber dass die ganz, ganz wichtig finden, die modernen Themen in Plattdeutsch unterzubringen und eben Netzwerk schaffen. Und dass die ihn auch inricht haben, mit der sich einmal im Mond trifft. Und Eblul. Sowjetmoral, Neng von Teilschaft. Danke. Du hast gelernt, dass die Inrichtung schon sieht, denkt noch zwei und denkt die Gift, wenn ich gut genug aufpasst habe. Und dass du lange Zeit auch, also auch Finanzierung achtersetzen hat, dass die arbeiten können und jetzt die Arbeit sich ob Ehrenamt erstmal inschotten hat, ob ich glaube, gute Aussichten besteht für Unterstützung gut. Saterfriesland, wenn ich das richtig weiß. Ja, vielen Dank für den kotten Indrück und ich bin mir ähnlich sicher, dass jeder ein Temnifell mitgenommen hat und habe auch hier und da gehört, dass das gut wäre, das so tusch und das freut mich, dass alle so schön mitmockt habt und sich da ob inlotten habt. Ja, da hört ja immer dazu, dass wirklich auch all mitmocken dort. Vielen Dank dafür, vielen Dank an all, die was anborden habt, die wirklich einen Impuls geben habt hier und sich utuscht habt. Der Bundesrat für Niederdeutsch sagt vielen Dank an all. Und Norma, hast du vielleicht zum Abschluss noch ein Lied für uns? Ja? Gut. Dann hört ihr da noch ab und kommt sie, wo kein noch macht, bitten zu essen, Gift und vielleicht noch zu trinken. Okay. Ja. Der Wind treibt ihn an, die Segel sind fest. In der Zeit fängt an, den Haar ist den Kompass, egal wo du bist. Mein Freund vergeht das nicht, wo jemals du kennst, wie hol die Mut und blieb frei. Ich schick Röten und Hamburg, ich freu mich für dich. Ahoi, wir waren uns wiedersehen, ob bald mein Freund dabei. Ich weet, wir waren uns wiedersehen, ob bald mein Freund dabei. Nimm dat Lied mit auf den Weg und denk ab und an mich. Ahoi, wir waren uns wiedersehen, ob bald mein Freund dabei. Der Wind trifft die wieder, ich wink von der Küste. Der noch lacht, dat Anna weht. Und weißt du, wenn wir uns wiedersehen, begrüß ich die mit Moin und sing mir nie ein Lied für die. Wo jemals du kennst, wie hol den Mut und blieb frei. Ich schick Röten und Hamburg, ich freu mich für die. Ahoi, wir waren uns wiedersehen, ob bald mein Freund dabei. Ich weet, wir waren uns wiedersehen, ob bald mein Freund dabei. Nimm dat Lied mit auf den Weg und denk ab und an mich. Ahoi, wir waren uns wiedersehen, ob bald mein Freund dabei. Mein Freund dabei. Wo jemals du kennst, wie hol den Mut und blieb frei. Ich schick Röten und Hamburg, hey, ich freu mich so für die. Ahoi, wir waren uns wiedersehen, ob bald mit Freund dabei. Ich weet, wir waren uns wiedersehen, ob bald mit Freund dabei. Nimm dat Lied mit auf den Weg und denk ab und an mich. Ahoi, wir waren uns wiedersehen, ob bald mit Freund dabei. Vielen Dank, Völtung. Es hat uns sehr gefreut, hier zu sein. Mit dabei Niklas an der Gitarre. Vielen Dank, Christiane, für die Einladung, dass wir hier spielen dürfen. Danke an die Technik und an alle, die hier heute was gemacht haben. Es freut mich immer sehr, bei solchen Veranstaltungen dabei zu sein, wo
Friesen, Plattdeutsche und alle Minderheiten zusammenkommen. Also, wir wünschen euch noch einen ganz schönen Abend. Mein Name ist Norma, nehmt euch gerne eine Karte mit. Bis bald, ich sech ob bald. Ahoi, wir waren uns Wiedersehen, ob bald mein Freund, ob bald. Ich weet, wir waren uns Wiedersehen, ob bald mein Freund, ob bald. Nimm das Leid mit auf den Weg und denk ab und an mich. Ahoi, wir waren uns Wiedersehen, ob bald. Mein Freund, ob bald. Mein Freund, ob bald. Vielen Dank.